Grias Eichherz 16 Monat bin ich schon dabei und Koan Monat bereit LUL Dabas 1 GG. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Mehr Det, mehr Guat und Chuchu? Die Zeit vergeht, bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Danke sei, kleiner als 3. Ja, Leute, chillt, sie kommen ja gleich. Wie sofort bei Eng. Chill, please. GSCU. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Let's see. So, was ist denn jetzt, was ist denn da jetzt schon wieder los, so in aller Herrgottsfrüh an Sonntag? Also heute nähert sich ja, nein, bitte nicht. So, jetzt, wo haben wir denn jetzt überhaupt? Der Mr. Werb, der crasht ins 16. Monat. Mr. Werb, vielen Dank für 16 Monate Treue. Das sind 16 Monate, die kriegst du leider nicht wieder. Aber ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht und macht dir weiterhin viel Spaß. Ich wünsche dir natürlich weiterhin ein herzliches Willkommen bei uns. So, bei wunderschönen Flauschig. Könnt's jetzt chillen? Hey, ich bin ja nicht mal da, chill's mal. Einen
wunderschönen guten flauschigen Morgen Dabas 1 der Dabas 1 hat Dabas 1 Servus. Leid, chill's halt, bitteschön. Ich bin noch nicht mehr richtig da. Dieses Anno und Ja, Dabas die... 1 Servus. Schön. Hab ich dir. Was ist denn mit euch? Habt's mich vielleicht so stark vermisst, oder was? So lange war ich ja gar nicht weg. Nein, jetzt lasst mir mal nachlesen, okay? Nein, da habt ihr mal nicht, dass ich nachlese. Okay, kann ich. Booty, show me the booty, give me the booty, I Na, want the kann ich booty. nicht. Gib Arua, bist eh so selten du Ah, leid. Ich möchte doch nur vorlesen. Mike, hab ich dir. So, der für jetzt ist das jetzt genehmigt. Also mal alle vorlese, die da jetzt schon wieder in aller Herrgottsfrüh eskalieren. Immer noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal, wer im Chat überhaupt alles da ist. Abgesehen davon. Ja, Option habe ich dir. So, der will jetzt vorlesen. Leute, ich weiß nicht mehr, wer alles im... Ich hab noch nicht einmal die Leute grüßt. Ich weiß nicht einmal, wer von euch überhaupt jetzt alles da ist. Ja, außer die, wo ich jetzt halt gerade da so ein wenig sage. Wen sag ich da jetzt? Ich sag Jassi, ich sag Birgit, ich sag Mike, ich sag Verb, ich sag Optio, ich sag Ich sag... Ja, der oder noch der darf nicht rein, ich sag noch. Oh Mann. Sei es offensichtlich auch da. Okay, sehr schön. So, jetzt darf ich aber wirklich gerne mal vorlesen. Ja? Ist das jetzt vielleicht genehmigt? Ich hoffe mal. So, der allererste, der wo angefangen hat, war halt der Verb. Ja? Da habe ich mich, glaube ich, gerade bedankt. Verb, vielen lieben Dank für 16 Monate. Weiterhin willkommen und viel Spaß weiterhin. Das Lied haben wir gerade gehört. Du nimmst jetzt einmal gefälligst was anderes. Da, zupfte. Ab vom Hof, habe ich gesagt. So, das haben wir auch gerade gehört. Zupfte. Ja, sag einmal. Technik. Die Technik. So, das nehmen wir. Das passt. So. Dann, wer hat als nächstes eskaliert? Der Sei hat 69 Bits geworfen, der möchte mehr Depth sagen, weil mehr Depth mehr gut haben. Dann schauen wir mal, ob wir heute Depth finden. Die Jassi ist jetzt ein Jahr schon bei uns. Die Zeit vergeht, bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Mrs. Jassi, das kann ich nur so zurückgeben. Ja, es war ein zauberhaftes, ich glaube, bei dir bin ich auch schon ein Jahr dabei. Weiß ich jetzt nicht, müsst ihr die nachschauen. Aber ja, vielen lieben Dank für ein Jahr Treue. Ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß bei uns und du fühlst dich weiterhin wohl bei uns und bist natürlich weiterhin sehr herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, Jassi. Der Optio grätscht auch schon 16 Monate mit der Blöckgrätschen daher. Der ist auch schon 16 Monate dabei. Vielen lieben Dank dafür, Optio. Auch an dich ein weiterhin herzliches Willkommen. Der Jassi hat es dann immer noch nicht lassen können. Also meines Erachtens ist das weggeschmissenes Geld. Ich glaube, mein Alert, der sagt alles dazu. Mike, warum denn? Warum denn, Mike? Das muss er nicht sein. Vielen Dank, Alter. Danke, dass du einen Dampfe, einen Sprengi, einen Mescalin, einen Franzl Schorsch und der Flavy einen Subgift. Leute, falls ihr im Chat habt, bedankt euch bitte bei Mike und willkommen in der Bazi-Gang. Mike, vielen lieben Dank. Dankeschön. Du weißt, dass das nicht sein muss. Gerade du weißt das. Okay? Danke dir. Ich hab noch nicht genug Geld ausgegeben. Ja, dann gib's wenigstens für irgendjemanden Sinnvollen aus und nicht für mich. Danke dir. So, wo haben wir jetzt? Wir haben jetzt Stäbel hinterher. So, der Jassi hat dann noch 69 Bits geworfen. Vielen Dank dafür. Der Ripsi abonniert auch schon im 4. Monat. Einen wunderschönen, guten, flauschigen Morgen, Ripsi. Den wünsche ich dir natürlich auch. Danke für deinen Resub im 4. Monat. Auch an dich weiterhin willkommen. Ja, Dankeschön. Die Wifi hat auch noch einen gehabt. Die ist jetzt 10 Monate dabei. Also eigentlich schon viel, viel länger. Also die Wifi ist schon, weiß ich nicht, glaube ich schon gefühlt 20 Monate dabei, wenn man das einmal so sagen darf. Wifi, Dankeschön. Du bist natürlich auch weiterhin herzlich willkommen. Jeder von euch. Ne? Dann haben wir einen Optional gehabt, der wurde der Community einen Sub giftet. Da muss ich jetzt schauen, wer das gewesen ist, weil das sehe ich nämlich jetzt da gerade nicht. Das war der Fight, Alter. Der Fight, Alter, danke, Option, dass du der Fight, Alter, in Bazi-Gang hast. Der Fight, Alter, willkommen weiterhin. Bist auch schon ein wenig länger dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Mike, ja gut, der hat gerade mit 5 Jahren gerichtet, das habe ich gerade gesagt. So, kann ich mich jetzt einmal bitte auf den Chat konzentrieren. Leute, danke für den ganzen Support. Vielen lieben Dank. Ja, es gibt News.
Ja, es gibt News zu verkünden. Wenn ich das mal so sagen darf. Außer mit dem Geld. Mahlzeit, die Damen und Herren, Mescalin habe ich dir. Eigentlich habe ich schon sauber zu viel Geld ausgegeben. Ja, das ist noch ein Grund mehr, nicht bei mir mit dem Geld umeinander zum Werfen. Ein Sonderwerksverkauf macht es nicht leicht für mich. Oh, ich sag schon, der Mike hat Investitionen getätigt. Wifi ist unsere Community-Mama von 4 Katzerl. Ja, die ist ein wenig mehr als wir das. Ja, also, aber ich weiß, was du meinst, bis das einschickt. So, Freunde der Sonne, es gibt News. Ja, es gibt, ich weiß nicht, ob es spannende News sind, aber es gibt News. Passt zum Obacht. Jetzt kommt's. Wir haben wieder Knädelcam. Ist das nicht zauberhaft? Wir haben wieder Knädelcam, Freunde der Sonne. Ich gebe zu, der Stall schaut ein wenig wüster aus, aber ja. Kamera, vorgestern oder gestern, ich weiß nicht, gestern war es nicht. Vorgestern, glaube ich, ist mal angesteckt. Ich habe einen fucking Rasenmäher-Roboter gekauft. Ja, der nimmt einiges an Arbeit ab, da die fast meinen. Aber nice. Nice. Frau Bazi ist... Nein, die ist nicht schwanger. Nein, also, wie gesagt... Der Luki hat gerade abonniert, aber das wird nicht angezeigt. F5 drücken und dann müsst ihr jetzt im Chat, wenn er ins Chatfeld reingeht, müsst ihr es ihm anzeigen, dass es teilen kann. Warum tut er denn das? So, Freunde, wir haben wieder Knädelcam. Das ist ja, glaube ich, das haben sie ja schon, die haben da schon viel wieder danach geschrien. So, was wollt ihr jetzt eigentlich sagen? Ja, baustellentechnisch. Baustellentechnisch, wir haben jetzt gestern und vorgestern Estrich, also ich und Frau Bazi haben Estrich angeschliffen. Das war eine sehr staubige Angelegenheit. Das haben wir das Wochenende schaffen müssen und das haben wir auch geschafft. Dachfensterhand drin. Also der Zimmerer war da, der hat seine Arbeit auch auf 1,5 Tage durchgerissen. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, und deshalb ja, hat es auch etwas gedauert. Der Luki ist jetzt im 3. Monat. Luki, danke schön. Danke für dein Resub im 3. Monat. Heiden, willkommen in der Basis und viel Spaß mit dem Mods. Danke dir. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, das ist immer das Wichtigste. So, genau. Na, also wie gesagt, Dachfenster drin, Estrich ist angestrichen. Jetzt werden wir, ja, nächste Woche werden wir Schlitzen anfangen für den Elektriker und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich muss einmal schauen. Ich denke aber selber nicht dran, dass ich mal ein paar mehr Fotos mache und dass ich das vielleicht einmal da herin im Stream zeige, so wie es vorher, nachher aktuell ausschaut. Es hat sich schon brutal verändert jetzt. Also es ist jetzt noch eigentlich immer nur Rohbau, aber so wie es jetzt ausschaut, was Frau Bazi und ich schon gemacht haben, das ist schon nicht wenig. Aber gut, ist halt immer noch viel zum Tor. Im 3. Monat, das heißt, Schwangerschaft ist sicher. Was? Da lehne ich mich jetzt lieber nicht aus dem Fenster. Ich weiß nicht. Sei eng vergönnt. Leute, Dankeschön für einen Hype-Train auf Stufe 4. 12 Geschenk-Abos und 307 Bits. Es hat so komplett geschubste. Wenn ich das mal so sagen darf. Nachdem ich während den Pancakes nachher kurz mal alle Heiligen runtergeholt habe, auf einen 1,5 Meter geht's jetzt wieder ganz gut. Merci für die Hilfe. Den verstehe ich jetzt nicht. Was der nachdem ich während am Pancakes mal kurz mal alle Heiligen runtergeholt habe, auf einen 1,5 Meter geht's jetzt wieder ganz gut. Luki, den verstehe ich jetzt nicht. Luki, den verstehe ich jetzt nicht. Trick, habe ich die Ehre, Servus und guten Morgen an alle. Servus, habe ich die Ehre, grüß dich. Wie geht's da? Alles gut bei dir? Schön, dass du bist. Ich hab fluchen müssen wegen einem Abo. Ach so. Wegen einem Abo. Ja, wenn man schon ein Abo tätigt, dann soll das natürlich auch entsprechend im Stream auftauchen. Ja, das ist aber hoffentlich sowieso klar. Ja, also wenn da mal was nicht funktioniert, ich weiß noch, das ist über ein Jahr her mittlerweile, da hat der Herr Mr. Billinger hat da oben ein Problem gehabt, der hat abonniert. Und dann hat aber Twitch das Abo zurückgezogen. Also komplett weirde Geschichte. Du sitzt da im Endeffekt da, er abonniert, kann aber die Emotes nicht verwenden, weil Twitch das Abo zurückzieht. Er hat es aber gezahlt, so auf die Art. Ne? Also das war ganz komisch. Mei sei, was tust denn du? Mehr geschubste. Ja, das stimmt grundsätzlich. Mehr geschubste ist mehr gut. Da hast du recht.
Danke, dass du einen Trick in die Bazi-Gang holst. Trick, willkommen in der Bazi-Gang. Du bist offiziell jetzt ein Geschubster. Ob's da passt oder nicht. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Emotes und ein herzliches Willkommen in der Bazi-Gang. Luki zahlt wenigstens selbst die Schnorme bei Amazon durch. Aber irgendwann, du, das hat mit Schnorren nichts zu tun. Du zahlst ja für Amazon schließlich auch ein Heidengeld. Ja, das hat mit Schnorren nichts zu tun. Ich hab auch Amazon Prime, aber ich nutze nur irgendwie nicht, weil ich nie drüber denke. Ich weiß auch nicht. Ich hab auch schon, keine Ahnung, 4 oder 5 Jahre Amazon Prime und ich glaube, ich abonniere alle. Also ich glaube, Zabi kriegt aber einen Prime-Sub von mir. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke da aber nicht dran, dass ich eigentlich einen Prime-Sub auch habe einmal im Monat. Geschubst bin ich schon ganz lang. Ja, das macht ja nichts mehr. Wie gesagt, mehr geschubst die haben mehr gut. Mehr geschubst die heißt mehr Gaudi. Ganz einfach. Ganz einfach. So. Bei mir kommt es halt so vor, wie wenn ich jetzt 3 Monate nicht live gehen wäre. Also momentan. Aber gut, schön dass ich halt mal wieder die Zeit gefunden habe. Heute machen wir ein bisschen länger. Also ich schätze mal so bis um 2 ungefähr. Heute werden wir 4 Stunden ein wenig in Wulong reingrätschen. Da jetzt auch über eine Woche nicht gespielt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute von dem einen oder anderen Viech zusammengeschossen werden, die ist sehr, sehr hoch. Ich glaube, dass wir kurz vor dem Boss hängen geblieben haben. Schauen wir mal, wie wir uns anstrengen. Sehen wir schon. Schubst mich nicht, ich schubst. Frozen Habitäre, grüß dich. Wenn man geschubst wird, ist das freundlich gemeint. Das ist ein Zeichen der Nächstenliebe bei uns, ja? Ich würde halt doch gerne einmal mehr als einmal abonnieren. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen, tatsächlich. Aber, ne? Gut Ding will Weile haben, ja. Ich soll jetzt eigentlich auch nicht gezwungen fühlen, Geld auszuwerfen. Ja? Und schon gar nicht bei mir, ja. Bei mir lohnt es sich sowieso nicht. Auch an Klippen und Tiefen hängen? Kommt drauf an, was drunter ist. Kommt immer drauf zusammen, was drunter ist. Schauen wir mal. Trick, danke dir für dein Following. Vielen Dank. So, Leute, ich darf vorschlagen, wir schauen mal langsam mal ins Spiel. Ich muss mich selber erst orientieren, wo wir überhaupt genau stehen bleiben haben. Ich glaube, wir haben in irgendeiner so einer Bude, in irgendeiner so einer Burg oder was das ist. Wir haben vor einem riesen Tor stehen bleiben, da kommt auf alle Fälle ein Bosskampf. Sonntag in der Früh irgendeinen Boss zusammenhauen, es gibt ja nichts Besseres nicht. Ne? Und da müssen wir uns einmal ein wenig umschauen, wo wir genau stehen bleiben haben. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Bei dir lohnt es sich genauso wie bei anderen. Birgit, Dankeschön. Das ist ein Kompliment, das nehme ich mir sehr, sehr stark zu Herzen. Ja? Vielen lieben Dank. Wenn schon der Sub da ist, dann muss ein Follow auch noch raus. Bist ein absoluter bist du Mann oder Frau? Ich tippe jetzt einmal, du bist der Mann. Ich sage jetzt einfach, du bist ein absoluter Ehrenbazi. Ja? Damit sich keiner auf den Zehen treten fühlt. Ja? Machen wir sogar mehr, meiner Meinung nach. Ja, dann bin ich jetzt, ne? Also, beim Bullenflau, so herausragend bin ich jetzt dann. Also, ich bin eigentlich überhaupt nicht herausragend. Ja? Aber, Birgit, Dankeschön, ja, für das Kompliment. Das nehme ich mir sehr, sehr stark zu Herzen. So. Der Moment, wenn man länger sagt, da ist followed. Keine. Bazi ist genderneutral. Wie soll ich denn das jetzt sagen? Sagen wir es mal so, ich habe nichts gegen Menschen, die sie weder als Männlein noch als Weiblein sehen. Sehen die Menschen Hobby nix. Die haben eine Einstellung und die Einstellung ist auch völlig okay. Es ist für mich so lange okay, solange die mir meinen Frieden lassen. Ja? Ich identifiziere mich als Mann und ich rede für mich als Person, für mich gibt es auf der Welt nur 2 Geschlechter, Mandel und Weibi. Zipfi und, ne? Aber wenn einer sich irgendwo da dazwischen sagt oder außerhalb, ist das für mich völlig fein. Ja? Ich habe mit den Menschen überhaupt kein Problem nicht. Solange die mir meinen Frieden lassen, solange die mir ihren Scheiß nicht aufbrummen. Ja? Dasselbe gilt für Veganer, dasselbe gilt für Vegetarier. Die Kinder meinetwegen Elefantenscheiß fressen, das interessiert mich nicht, solange die mir meinen Frieden lassen. Und genauso sage ich das mit der Genderneutralität. Es ist mir völlig egal, ob einer Männlein, Weiblein, Kind, Onkel, Oma, Opa, Zwitter oder was weiß ich was ist. Ist mir scheißegal. Für mich ist jeder Mensch gleich. Solange er mir mit seiner Einstellung meinen Frieden lässt. Das ist das Einzige, was ich da voraussetze. Ich werd mit dem Finger
nicht auf jemanden sagen, der wo sagt, ja, er sagt sie zwischen Männlein und Weiblein. Interessiert mich nicht, ja, okay, dann ist es halt so, dann bist halt du irgendwas dazwischen. Weiß ich nicht. Aber, okay. Also, wie gesagt, ich habe da überhaupt keinen Stress nicht mit Menschen, die wo da andere Ansicht oder eine andere Einstellung haben. Wie gesagt, Voraussetzung ist halt, die sollen mir mit einer Einstellung nicht auf den Schlips treten. Ganz einfach. Ich hoffe, ich bin jetzt da keiner auf den Zehen gestiegen, aber das ist halt meine Meinung. Ne? Die sage ich halt auch. Baumfrau, es kann sich auch einer als Baum identifizieren. Ja? Das ist mir auch wurscht. Und von mir aus auch als Heidelbeer stauern. Da habe ich auch keinen Stress nicht damit. Aber gut. So, jetzt schauen wir mal, was das spielen kann. Haben wir eh schon wieder ein wenig vertrödelt. Ja? Ich bin geschubst, Thema Ende. Ja, das stimmt. Du bist einfach, du identifizierst dich ja definitiv als Geschubster. Ja, das glaube ich, können wir so stehen lassen. So. Ich will mal meinen Kavisalat hinbringen. Wir werden fortfahren. Du möchtest eine Erdbeer sein? Ja, die kommen jetzt dann schon statt. Erdbeeren. Mai, Juni dauert nicht mal allzu lang. Ich bin ein Apache-Kampfhubschrauber. Ja, da meine ich, gibt's die Fälle, wo sie dann mit dir anlegen. Okay. Jedes Mal, wenn ich Wulong lese, Phil Collins. Ja, das kann ich verstehen. Wobei das Oolong heißt und nicht Wulong. So, genau, wir haben da stehen bleiben. Richtig, das war der Innenhof. Genau, der Ciao Ciao ist... Der war bei uns dabei? Weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Ruckelt das nur bei mir so oder ist das auch bei euch? Weil ich sag schon, mein PC ist ein bisschen eingestaubt. Genau, wir wollten uns ja da hinten noch... Ja, jetzt kriege ich am Phone schon wieder. Wir haben da hinten rausgekommen und dann ist da oben noch ein Item und da in die Burg kommt man auch irgendwie rein. Richtig, ja, kenne ich mich schon wieder aus. Sechs ist da. So, bin wieder da, die Wäsche ist aufgeräumt. Sehr gut, Mr. Verb, WB. So, mal schauen, wo geht's denn da lang? Aha, da hinten ist so ein Tigersepp und da ist einer mit einem Meinungsverstärker. Ja, toll, sehr schön. Wir haben eine Moral von 18, das ist gut zu wissen. Ich kann auch nicht mehr weiter singen und es gehen 2 kleine Flaggen, ob wir mal rechts oben sehen können. Ich hab mein Legend jetzt wieder mal nach unten links verschoben. Ja, das wechselt bei mir von Zeit zu Zeit. Wieder da mit Frühstück. Ja, sie lässt das schmecken. Ja, jetzt sneaky pieken wir uns da einmal an. In der Hoffnung. Na, warum ist denn der avisiert? Der interessiert mich gar nicht. Aua. Ja, ich bin ein wenig eingerost. Ich muss erst wieder reinkommen, das Ganze. Einmal einschenken bitte, Alter. Was ist entweder. Nein, ich hab schon drungen Verb. Dankeschön. Warum höre ich die ganze Zeit Sert? Das liegt wahrscheinlich an der spanischen Sprachausgabe. Okay. Ah ja, ASMR-Einschränkungen sofort. Echt? Ist ASMR... Really? Ja gut, das kann durch Henker-Eskalation ein bisschen untergegangen sein. Das kann durchaus möglich sein. Tatsächlich, der Werber hat ASMR-Einschränkungen. Ja, dann machen wir das noch schnell. Dabei kann sich der Trick gemütlich ein Frühstück können. So wie ihr alle auch. Spätestens wenn es ASMR-Einschenken rum ist, mag der Trick sowieso was zum Trinken, abgesehen davon. Dann machen wir das noch schnell. Es tut mir leid, das ist ein bisschen untergegangen tatsächlich. Sei merci fürs Erinnern.
Jetzt passt zu 8. Dring halt da, aber kein Becher nicht. Fix läden. Ja gut, dann könnt ihr dabei mit der Gnädel kämpfen. Der Batze. Du hast einen Zug versammelt. Early Bear, danke dir für dein Resub im 5. Monat. Danke dir. Wie geht's dir? Weiterhin willkommen und viel Spaß mit dem Mods. Ich bin jetzt geschwind auf den Sprung, einen Trinkbecher zum holen. Fürs ASMR-Schenken für Mr. Werb. Und dabei, ne, Kindzeng ist jetzt einmal wieder mit der neuen und frisch installierten Knädelcam begnügen, ja? Der Hitachi, danke dir für dein Following. Habiteri. Grüß dich gut. Ich bin gleich wieder da, ja? Knädelcam it is. So. Gut geht's uns selber, das freut mich zum Hören. Mir geht's soweit auch ganz gut. Ein bisschen einen leichten Muskelkater vom Estrich anschleifen habe ich, aber sonst passt's ja. So, jetzt passt's auf. Wir wollen mit der Verb will ja alles mehr einschenken. Das kann er natürlich haben. Jetzt pass auf, Wacht. Machen wir da mal leise. Und der mal ganz gekonnt Filter ausschalten, damit es richtig kickt. So. Also, für die wo jetzt neu da sind oder noch nicht so oft da waren und das vielleicht noch nie mitgekriegt haben, da geht jetzt eine kleine Triggerwarnung raus. Alle, die wo heute noch nicht beim Bieseln waren, die werden spätestens jetzt dann gleich bieseln gehen müssen und alle, die wo jetzt noch keinen Durchschnitt haben, die werden einen haben. Ja, ich sag's nur vorsichtshalber dazu. Da Schwipschwapp sich wieder dazu entschieden hat, eine Preise zu erhöhen und damit einen Streit vom Zaun zum Brecher mit sämtlichsten Lieferantenketten, gibt es heute keinen Schwipschwapp, sondern heute gibt es einmal den völlig sinnlos überteuerten Mezzomix, weil es nichts anderes nicht gegeben hat. Die ist noch relativ frisch, die Flaschen. Ja, das heißt, da ist noch recht viel ASMR drin. Ja. Die habe ich aber vorher schon aufgemacht. So, Freunde der Sonne, Triggerwarnung habe ich ausgesprochen. Ich hoffe, es könnt damit leben, dass jetzt dann gleich einer aufstehen muss. Oder halt auch nicht. Ja. Weil außer es hat sich eine Zeitung untergelegt. Dann braucht er nicht aufstehen. Okay. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich sage schon, irgendwann schüttet man auf den Zipfel für diesen. Ne? Ja, wenn das nicht sauerhaft ist. Wenn das nicht sauerhaft ist, dann weiß ich es halt aber leider auch nicht mehr. So, Bazi Gang, einen wunderschönen guten Morgen, Prost auf euch, danke fürs Dasein, danke für den ganzen kranken Support heute schon wieder in aller Herrgottsfrüh und ich wünsche euch alle einen schönen, angenehmen Sonntag. Oh yeah. So. Drehen wir die am Filter wieder rein. Und dann, da ich fast sagen, spielen wir weiter. Wie ein Spezi und kein Weizen. Alles, was ich jetzt sage, ist, glaube ich, alles, was ich jetzt sage, glaube ich, war nicht so gut. Aber ja, es tut einmal der Spezi. Als Szene umgeschaltet? Ich glaube schon, oder? Ja. Boah, ich bin so froh, wenn ich einen dritten Bildschirm habe. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich freue mich schon richtig drauf. Einen dritten Bildschirm haben, imagine. So, da geht's auf alle Fälle auf. Oh, hi. Hörst du, sieh's mit dir? Oh, da ist ja noch einer.
Jetzt dann lieber nauern. Du hast 3 Bildschirme, oder, Jassi? So, eingesetzte Drachenheilungstöpfe, das ist sauerhaft. Eine goldene Zikadenhülle, ja. Wer kennt einen Mistkäfer? Der goldene Mistkäfer, ja toll. Aha, du schau her. Mein dritter wieder 4K-Monitor. Yes, ich habe ja quasi schon einen dritten Bildschirm. Der dritte Bildschirm war mein, oder wird mein 32 Zoll Samsung 4K-Bildschirm, oder Fernseher besser gesagt, den werden wir dann da mitten backeln. Der hat auch HDR, das heißt, da werden da meine ganzen Spiele drauf gespielt, tatsächlich. Ich bin mir zwar noch nicht ganz so sicher, ob das mein Prozessor und meine Grafikkarten dann, also besser gesagt, dann meine Grafikkarten schafft, aber normalerweise schon, weil die hat 6 oder 8 Slots, ich weiß gar nicht. Muss ich dann schauen, aber das ist noch Zukunftsmusik, das wird erst nächstes Jahr soweit, wenn ich umgezogen bin. Der 4. oben drüber ist Scheide. Ja, Mike, du bist anders. Mein dritter ist ein 20-Euro-Monitor von Willhaben. Der ist echt Schmutz, aber du für so irgendwelche Internetseiten anzuzeigen, tut es der auch überall hier. Ja? Ich meine, ich darf jetzt zwar wahrscheinlich kein Spiel nicht drauf spielen auf den Schinken, aber warum nicht? So, jetzt schauen wir uns da mal um, was wir da alles hier haben. Ah, da ist eine Flagge, sehr gut. Boah, ja, das ist. Stimmt, das ist eine neue Gegnergruppe, die wo irgendwie auf Drogen ist, weiß ich nicht. Schnauze. Da läuft bei mir halt jetzt immer irgendein Stream. Ja, ich denke, also so 2 Bildschirme haben schon ganz nice. Aber gerade als wenn du streamst, ist halt der dritte schon noch besser. Ne? Weil ich habe halt jetzt quasi auf dem rechten Bildschirm ist jetzt halt nur der Chat. Ich sehe jetzt mein OBS nicht und auf dem linken ist halt mein Spiel. So. Also ich tatsächlich glaube, wenn ich einen dritten Bildschirm habe, dann meine ich, wird schon zauberhaft. Da haben wir jetzt einen Shortcut. Na, da ist Discord oder so. Ja, da tut es ein 20 Euro Bildschirm. Ja, tatsächlich. Also, verstehe absolut den Punkt. Jetzt geht uns auch so eine Hauptflagge, also eine Mini-Flagge ab. Run out of space. Ja, das ist wahrscheinlich dann irgendwann einmal das nächste Problem. Dass du, wenn du so viele Sachen hast, dass da irgendwann der Platz einfach ausgeht. Hallo, kannst du da aufsteigen? Danke. Am Platz, tatsächlich wird es dann später mal nicht mangeln. Jetzt ja, ich kriege jetzt da niemals einen dritten Bildschirm her. Und wenn ich mir es noch so stark wünschen darf, da hätte ich jetzt aktuell keine Chance. Aber was noch nicht ist, kann noch werden. Mal da nochmal umschauen. Du bist schon besonders greislige Wiederhex. Hat der Trick schon? Echt? Es geht? Man kann seinen Chat in OBS anzeigen lassen? War da auch eine Möglichkeit tatsächlich. Gut, die Frage ist halt, wie groß ist der Chat dann? Ja, man lernt halt tatsächlich nie aus. Da hinten ist ein Panda-Baby. Da hinten ist ein Panda-Baby und da hinten ist wahrscheinlich auch noch eine Flagge. Ja, aber das ist echt Schmutz. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wie kommt man denn da hinten hin? Habe die Erde beieinander, bin auch mal wieder da. King of Barbecue, habe die Ehre. Schön, dass du da bist. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Bei mir ist, wenn ich Gaming mache, die einzige Lösung, okay?
Aha, man muss da schräg springen, oder was? Hey, der Panda-Bärle, hey, flauschig. Ja, der kriegt was zum Fressen, der weiß ich nicht. Irgendein Schwert wird man schon überhaben für ihn, oder? Oh, oder auch nicht. Ja, dann kriegst du ein paar Armschienen, das passt ihm schon. So, fallen lassen. Machst du nicht? Ah, jetzt Autoschicht. Ihr seid ja Frühstück. Sollen wir es kurz der Nachbarin den Drucker einstellen? War schon ja sie viel Erfolg dabei. Offizielles Siegel. Aha. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wo... Ich weiß jetzt nicht, wo da die letzte Flagge ist, wo wir die übersehen haben. Keine Ahnung. Wobei, da oben schaut es auch noch aus, wie wenn man da hinkannt irgendwie. Da geht's definitiv nur eine. Moment einmal. Ja, da schauen wir nur mal. Bei mir ist neben einem Gaming-Bildschirm gleich der Chat auch im OBS eingestellt, wo kriege ich im Augenwinkel mit, was los ist. Ja, der Chat ist wichtig, Brudi. Der muss her, das hilft uns nichts. Ich werde es dann später wahrscheinlich mal so machen, dass quasi in der Mitte mein Hauptmonitor ist, rechts ist OBS und links ist der Chat oder anders tun wir, das weiß ich noch nicht. Da macht sich dann der Zukunftsbasis mal Gedanken. Ja, okay, aber wie kommst du jetzt dann da um? Ah, indem er vielleicht am Dachel außen rumläuft. Ja, jetzt pass auf, wacht. Der Luki ist halt im Flauschschlaf-Fanshirt am Start. Luki, wie passt's dir denn? Oder wie bist du zufrieden mit der Quali? Ist das in Ordnung oder? Ah, da schaut's mir an, wenn es so weitergeht. Ach, da war ich schon drin. Setsch. Da war ich ja schon drin. Ah, aber dahinter meine. Ja gut, da geht's halt wieder da um. Ja, keine Ahnung, wo die letzte Flagge ist, das passt dann schon. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns den Boss an, der wo da hinter der riesen Tier da wart. Holy shit, danke für dein Following. Hab ich die Ehre. Mal gucken, was das für ein Boss ist. Der OP-Schriftsteller oder was? Wie jetzt? Jutsu, der Schattendoppelgänger, oder was? Ja, er kämpft mit der ganzen Fußball... Boah, leck mich, weil Babs hatten der. Kämpft er jetzt mit einer ganzen Fußballmannschaft gegen mich, oder was? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das ein wenig schwerer wird, als ich mir das jetzt vorstelle. Weil da ist jetzt auf jeder Seite irgendein Gegner.
Ah, du musst ja irgendwie den richtigen außerfinden, oder was? Okay, das kann schwierig werden. An sich ganz okay, nur im Pass vom Schnitt wieder nicht so, aber das ist bei den meisten Sachen, aber der Druck ist kräftig. Das freut mich grundsätzlich schon mal zum Hören. Sehr gut. Schön, dass ihr soweit zufrieden seid. Bryce, gut morgen beieinander. Ich weiß heute noch gar nicht, wo lang das geht. Ja, ich auch nicht. Hab ich dir. Kauf doch halt gleich einen 8:12 Fernseher, dann brauchst du nicht 3 Monate. Dann den 8:12 wieder in 3 Bildschirme aufteilen, oder? Super Idee. So, der muss jetzt mal aufhören, mit seinen Schneeballen umeinander zu werfen. Okay, schon mal einer weniger. Zwei weniger. Aha, das ist der Hauptboss, okay. Weil der keine kleine Lebensleisten nicht hat. Okay, verstehe die Frage schon. Das heißt, wir müssen uns erst um die kümmern, die wo so eine Mini-Lebensleisten haben. Helfen wir ihm mal. Ah, gleich wird's leichter. Au! Habt ihr genau gesehen, dass da noch einer ist? Das müssen jetzt alle gewesen sein, oder? Also nur noch er über. Boah, leck, das macht verdammt viel Schaden. Ach so, der... Okay. Ja, der Boss wird schwieriger. Der wird deutlich schwieriger. Das ist der Main Boss. Ja, du kannst da... Okay, ja, ich sag schon, was das ausläuft. Da brauchst du einen dritten Verbündeten. Option, danke für deinen Lurk. Und viel Spaß im Stadion. Okay. Das ist quasi 10 gegen 2. Und der hat scheinbar 2 Phasen. Da wo er immer Verbündete nachruft. Okay, jetzt passt's auf. Wenn er so viele Verbündete hat, dann rufen wir die auch noch an. Ist ja nicht so. Ja, nehmen wir ihn mit. Warum auch nicht? So, jetzt haben wir zu dritt, Bulle. Jetzt bist du fällig.
Ah, das ist wieder der Mainboss, okay. So, der stirbt einmal. Alter, wie lange hat der jetzt braucht, um den zu killen? Ah, jetzt ruft er wieder Verbündete, oder? Ja. Au. Das sind mir dezent zwei Gegner. Ich hasse Bosse, da wo du so weit gleichzeitig kämpfen musst. So, zupf die. Der ist auch nur stark, weil er so viele Verbündete hat. Ja, jetzt hat's die aber. Ah, möchte der Mann, du Knallkopf. Selina, danke dir. Selina, hallo, ich bin Selina und meine Hobbys sind Schwimmen, Basteln und Töten. Selina, grüß dich. Schön, dass du bist. Wie geht's dir? Schwimmen super, basteln zauberhaft, töten immer gut. Dem wird aber jetzt hoffentlich schon dezenter Kopf geschlagen, oder? Es gehört da gar nicht anders, du Arschkeibe. Wer mit faulen Tricks kämpft, dem gehört's nicht anders. Da muss Kehle einfach mal durchgeschnitten werden. Ganz einfach. Ich glaub, der ist hier. Bist im Eimer blöde Zeit umstellen. Moment, ich kenne alle. Ja, wir haben alle der gleiche kaputte Haufen.
ならば戦い抜こうではないか。乱の日が絶えるまでな。 Jetzt kriegen wir wieder Gottbestie. 一介の真たる身の上に甘んじるはこれまで。艦長すでに凋落し、天下を治める力なし。なれば我こそが悪しき球体を打ち破り、世に安寧秩序をもたらさ。今より求めるは清濁問わず最略のみ。共に修羅の道を歩みたくば、いつでもこの勧誘を尋ねよ。 Der war eigentlich ziemlich useful. War der ein Phönix oder was? Schaut aus, wie wenn er einen Phönix hätte. Tatsächlich. Ach, sei! Sei, danke, dass du der Selina einen Sub giftest. Selina, willkommen in der Party Gang. Viel Spaß mit den Emotes. Du bist ab jetzt offiziell geschubst. Ich hoffe, es ist in Ordnung für dich. Ja, also wie gesagt, Zeitumstellung, ja, das kickt bei den meisten ziemlich heftig. Bei mir ist tatsächlich eher weniger das Problem, weil ich Schichtarbeiter bin. Also mir tut jetzt die Zeitumstellung nicht wirklich was. Aber ja, ich verstehe natürlich an jeden, der dem was da also ein bisschen durch die Bahn wirft. Ja? Und danke für dein Following, Selina. Vielen lieben Dank. Eine von uns, ja genau. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja, habe ich mal gehört, sagt man, glaube ich. Kommt jetzt in der neue Akt? 弾薬は忽然と消えてしまいました。時を同じくして非道を厭わぬ董卓が強大な兵力で都を制圧します。袁紹と曹操は董卓と弾薬のつながりを疑い、これを討つべく立ち上がりました。Zwar auch was verschenkt, bevor es gefallen haben. Ich habe einen Lauf. Ja, halt Lauf bei dir sei. Sei, magst du mal bitte so freundlich sein und einmal eine kleine Shoutout-Welle durch den Chat lassen? Das haben wir schon Zeilen nicht mehr gemacht. Mach bitte mal eine Shoutout-Welle von sämtlichsten Streamern, die sich gerade im Stream ja, die wo gerade im Chat im Stream haben. Bitte, Dankeschön. Gehst du auf Nahrungssuche, Price? Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei. Ich hoffe, du findest etwas. Okay, da geht der Punk ab. Wahrscheinlich ist er der Erste, der einen Kopf verliert, oder? Das hört sich irgendwie an, wie wenn es eine Finalmission war.
こたびも存分に手柄を立てるがいい。敵も強兵でな。交渉と申したか。お主は怪我人の救護に当たってもらえぬか。Eile, schickt Frau einfach mit zu den Verwundeten. Warum nicht? この呂布めが敵を止め、時を稼ぎましょう。 Oh, das ist doch der, wo vorher gerade den anderen. Ne? Danke dir, sei. Leute, da ist gerade eine kleine Shoutout-Welle durch den Chat gegangen. An natürlich, also gibt es natürlich noch deutlich mehr. Aber alle, die, also wenn jetzt jemand dabei ist, den ihr vielleicht noch nicht kennt, ja, schaut gerne mal bei den Streamer vorbei. Die sind alles sehr, sehr sympathische und zauberhafte Leute, die wo wirklich guten Content machen. Schaut da gerne mal vorbei und drückt aufs Däumelein. Ja. Der kostet denkt nämlich nichts und der hilft die Streamer ungemein stark. Also bitte gerne mal die Leute auschecken und einmal ein Däumchen da lassen. Bitte, Dankeschön. Und sei danke fürs Shoutouten. Wenn da jetzt noch irgendwann, wenn im Laufe des Streams noch mehrere Leute dazukommen, dann kannst du einfach random einen Shoutout aushauen, ja? Dankeschön. So, Schneegebiet, sehr gut. So, wir haben jetzt in Teil 4, okay. Zaubermeisterschaften, Grundausbildung. Okay, was haben wir dann da noch? Wollen wir noch irgendwelche Nebenmissionen? Schaut gerade nicht so aus, okay? Aber da meine ich, haben wir noch welche, oder? Flucht aus der Hauptstadt, tatsächlich. Gut, gehen wir erst einmal ins Dorf. Weil wir auch Habitäre. Eigenwerbung, ja, beim Sai darfst du auch drauf schauen. Der Sai ist auch ein Streamer, ja? Das ist der Vorstand von den Geschubsten, sozusagen. Ja? Da darf man auch drauf schauen. Auf jeden Fall. So. Wir können abgesehen davon unsere Werte ein wenig aufleveln. Ja? Wenn wir mal bei der Schmiedin vorbeischauen. Oh, Feuerangriffskraft, das ist gut, das zwicken wir gleich einmal. Sonst haben wir glaube ich nichts. Okay. Am Handy ist es super, da läuft der Chat nicht mit, wenn's nicht offen ist. Shoutouts sind. Ja, am Handy ist es tatsächlich ein bisschen beschissen, das stimmt. Aber Birgit, ich glaube, bei allen, die geschautoutet wurden, bist du sowieso bereits drauf. Ja, wenn mich nicht alles täuscht. So, können wir vielleicht irgendwas verbessern? Ja, wir könnten unsere Waffen verbessern, tatsächlich. Nein, aber die bringen uns nichts. Wir müssen mal die weiter verbessern. Da brauchen wir aber Rang 5 Stahl, haben wir noch nicht. Okay. Na gut. Dann schauen wir uns einmal die Nebenmission an, was wir da machen können. So, Teil 3. Tapfere. Haben wir das noch nicht gemacht? Flucht aus der Hauptstadt und das tapfere Trio. Die haben wir beide noch nicht gemacht. Ja gut, machen wir einfach mal. Da kriegen wir Rang 4 Leder. Und da Rang 4 Stahl. Ja, das ist zauberhaft. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist wieder in dem Gebiet, wo wir eh gerade waren. Aber irgendwie wirkt es so wie die Mission, die wo wir uns jetzt da gerade, quasi, wo wir die Cutscene gesehen haben, das wirkt irgendwie so wie die Finalmission. Weiß auch nicht, war aber dann ein wenig gar kurz gewesen, das Spiel. Tatsächlich. Vor allem, das Einzige, was mir jetzt an dem Spiel eigentlich so wirklich ein bisschen stört, in Anführungszeichen, das sind die verhältnismäßig langen Ladezeiten und das, obwohl es am PC ist.
So, auf das machen wir uns jetzt gleich von Haus aus ein bisschen leichter. Nehmen wir ihn nochmal mit. Hau die her, dann haben wir mehr. Mit Kakao reden. Ich glaube, den spricht man Ciao Ciao aus, wenn man nicht alles täuscht. Ja, so im Chinesischen. Okay, da gibt es 2 große und 5 kleine Flaggen. Okay. Aua. Ach, das ist noch ein Wuffi. Rang 4 Stall, nice. Da haben wir echt einen Haufen Gegner. Ah, da ist schon mal eine Hauptflagge, das ist gut, die wird bewacht. Von ihm da hinten mit seiner kaum großen Axt. Aber der darf mit deinem scheiß Bogen ran zum Schießen da. Ja, der ist hier. Hut der Wuhuan-Kavallerie. Okay. So gut, dann waren es 2 von 3 großen Flaggen. Jetzt müssen wir die kleinen erst einmal finden. Oh, hey. Rang 4 Stall, nice. So, die haben die Treppen da kaputt gemacht. Da müssen wir von oben rein dann quasi. Voilà. No? Jetzt halt. Dann dreht man den mal nach unten. Habe ich in der Hauptmissionar... Oha. Wie in der Hauptmissionar, da ist nur die Flagge da gestanden. Der 5-farbige Knüppel. Kleidung des Shan-Yue-Soldaten +2. Oha, die ist auf +2 bereits aufgewertet. Vergiftet auf oder Giftschaden. Feuerangriffskraft +20. Das ist eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Warte, mal schauen. Ja gut, aber die ist halt maximal schlechter als das, was mir tragen. Dann unterlassen wir das einmal. Mal auf. Aha, ich seh's genau, da hinten wird schon wieder irgendwer. Erst einmal ein Bolzerl ins Gesicht schießen. Oh, das hat sogar gekillt, lol. Endgegner Treppenstufen. Das ist eine Panda-Bärle, okay. Die Entscheidung ist auf Honigtoast gefallen. Sei, wollte ich schon sagen. Preis, dann lasst er den Honigtoast auf alle Fälle schmecken. Wohl bekomm's.
Volonguase zum Qualitätscontent? Ja. Papa. Herbert, Qualitätscontent, uff. Du, weiß ich nicht, ob du da bei mir richtig bist. Ich hab keine Ahnung. Danke dir für dein Resub im 16. Monat. Vielen lieben Dank. Weiterhin viel Spaß bei uns. Und viel Spaß mit dem Mods. Herbert, ich hoffe, dir geht's gut. Jetzt bin ich so ein bisschen in die Ecke drin worden. So. Wieder eine kleine Flagge. Schon gesehen, da hinten war ein Panda gesessen, aber der bringt mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Das war klar, dass du aufstehst. Zupfte. Heute ist Resub Sunday. Oha. Ja, danke Herbert, dass dein Geld da wieder an Eppern wie mich verschwendest. Na, Schmarrn, danke dir Herbert. Vielen Dank für deinen Support. Kannst du aufhören mit der Brandgranaten durch die Gegend zum Werfen? Das ist unflauschig. Das schaut aus wie eine große Flagge. Okay, diese große Flagge, da gehen uns noch 3 kleine ab. Heute schon nicht mehr, tatsächlich. Da hinten ist auf alle Fälle irgendwo der Hauptgegner. Da hinten ist noch eine Flagge, sage ich von da. Damit wir mal da rein. Oh, das haben sie jetzt nicht so lustig gefunden, die zwei. Hey, da gehen aber immer nur 2 Flaggen ab, what the fuck? Ich hab keine Ahnung, wo das auch sind. Klar. Ich klaue ihnen jetzt einfach erst einmal seine ganzen Schätze, das meine ich. Extras da. Naja, jetzt helfe ich ihnen halt doch einmal ein wenig, oder? Ja, wow. Kannst du mir aufhören mit deinem scheiß Speer in der Gegend umeinander zum Fuchteln, während ich nichts sage? Dankeschön. Sehr zauberhaft. Oh, ihr helft einmal. Oh, Schnauze. Das glaube ich war sogar die Hauptmission, oder? Also das Missionsziel. Franz Schwarz, Schabitere, guten Morgen in der Früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's da? Ich wollte mich da eigentlich noch weiter umschauen, aber gut, okay. Gemeinsverborgene Dorf. Stimmt schon, eigentlich gleich abcanceln. Ja, weil berechtigt. Alles tipptopp und dir? Sehr schön, das hört man gern. Passt soweit alles. Dankeschön. Ich hab auch mal wieder Zeit gefunden zum Streamer, tatsächlich. Tatsächlich. Ja, erst mal aufwerten. Mal schauen, ob ich meine Rüstung schon verbessern kann. Ja,
Ja, das geht sogar. Jeweils einmal. Und dann brauchen wir eh Rang 5 Leder. Ach, das war schon Rang 5? Okay. Ja gut, okay. Das nehmen wir mal aus. Das hat richtig gute Sub-Eigenschaften. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Feuerangriffskraft ist gut, das nehmen wir raus. Brauchen wir. Oh, da ist auch ein großer Sub erinnert. Feuerangriffskraft nehmen wir auch wieder raus. Das nehmen wir auch raus. Okay, da ist Schockaufbau beim Gegner, ist auch eine gute Sub-Eigenschaft. So, wieder. What the fuck? Ich hab lauter Rüstungen gekriegt, die wo richtig gute Sub-Eigenschaften haben zum Außernehmen. Lediglich die Vierer. Der Kollege. Der Zero Hobbitiere, merci dir für deinen Resub im 17. Monat. Oha, 17 Monat Party-Gang. Danke dir, viel Spaß weiterhin und viel Spaß mit den Mods. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Wie geht's dir denn in der Elternzeit? Vermisst Arbeit schon? Wahrscheinlich. Okay. Die wählen wir ab und die wählen wir ab. Und die wählen wir auch ab, weil es schließlich eine 4-Stern-Rüstung. Ja. BB, Assi. Und hast du es hingebracht mit dem Drucker? Der Drucker druckt wieder. Sehr schön. Ein Hoch auf die Dokumente. So, da war noch irgendeine Mission, die, oder? Die haben wir noch. Immer auch. Und ein Kuchen hast du auch, Alec. Heute läuft so für die erst frühstücken, dann einen Kuchen anstauben. Der Tag kann nur gut werden. Ja, sieh, der Tag, der kann nur gut werden. Sag dir, wie es ist. Was gibt's denn da für einen Kuchen? Sag jetzt ja nichts Frisches, ich sag das. Ja, kannten ein wenig anhalten und wir laufen zum Irrenhaus. Mei, weißt du eh. Weißt du eh. Es gibt immer einen Grund zum Spinner. Ja, also, genießen, solange du da ein wenig daheim bist. Bei dir auf der Maschine, also praktisch, die war am Gang heraus, da waren jetzt die Elektriker da wegen irgendwas, aber frag mich nicht. Ich bin da, wie immer was zum Trinken geholt, aber ich noch gesehen, da haben sie beieinander gestanden. Oh, hi. Ein Malakoff-Schnitten. Okay, das sagt man jetzt tatsächlich nichts sehen. Wenn sie jetzt irgendwie Eierlikör, Kuchen oder Frankfurter Kranz gesagt hättest, dann meine ich, wäre ich ins Auto gestiegen. Achso, müssen wir da Gegnerwellen bezwingen, oder was? So ein bisschen Tiramisu. Nimm me. Brauchst schon gar nicht weiterreden. Habt ihr es jetzt? Stachelschweine? Okay, da gibt es nur große Standarten und keine kleinen. Na, immerhin. Da ist ein großes Tier, okay. Dir gefällt dein neues Sub-Badge? Ja. Du hast jetzt einen nicht einen Rosenkranz, einen Lorbeerkranz über den Helm. Ich muss mal schauen, weil ich hab die jetzt, glaube ich, nur bis einschließlich 18 Monate und ich glaube, ab 24 Monaten mache ich mal andere. Ich bin mir da aber echt noch nicht sicher, was ich da machen soll.
Zum mal schauen, vielleicht irgendwie bayerisches Herzl oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mal schauen. Oh, hi. Zupfte, grintige Fischfotzen. Mhm, der Tiger-Sepp ist auch da. Aber. Doppelautsch. Ich finde es halt heftig, wie der Feuerschaden einfach weiter oben tickt. Wer jetzt nur irgendwas von einem Kur sagt, den Timeout die für 60 Sekunden. Nein, sei, das tust du nicht. Ich fordere zum Mackie um einen Cheesecake. Na, ob ich jetzt zum Mackie von da zwecks einen Cheesecake? Bevor die lieber unter Alter angestellt um einen Donut. Sag mal, wie es ist. Okay, wir haben schon alle Flaggen, okay. Lul. Aha, das ist der Mama-Stachelbär, oder was? Oder ist er noch einer? Oh, der exploded. Oh, hi. Warten schon. Hey, wie jetzt? Das war die ganze Mission, das war total einfach. Ja, lul. Hi. Also bist du der Endgegner, oder was? 5 Cheeseburger sind auch stimmt. Der Mackie hat Cheesecakes, bei uns auch. Keine Ahnung, ich war schon ein Jahr, ungefähr 3-4 Jahre nicht mehr mit Mackie, keine Ahnung. Gleich viel Zucker. Wahrscheinlich, Herbert. Den Cheesecake bei uns, unser Mackie kommt von einer Bäuerin, die du am Vertreten mit Mackie hat. Ohne Scheiß. Okay. Na, dann gibt es bei uns nicht. この地にいつまでとどまれるかはわからぬが、また会おう。そなたのことは忘れぬ。弱きを助け、強きをくじく。これこそ義教の心意気。貴殿の労、忘れませぬぞ。龍馬もとっちめたことだし、さっさと。 Die Frage ist, warum hat er nicht mitgeholfen? Ja, und jetzt? Achso, okay. In Österreich schon nur Vorteile. Also bevor ich einen Käsekuchen bei McFake kaufe, machen wir lieber selber einen, der ist wenigstens... Ja, ich brauch's nicht versuchen, weil ich darf sogar einen Salat abbrennen lassen. Ich sag das ganz ehrlich, wie es ist. Ja, wobei, nein, so, also ich kann jetzt nicht gut kochen, ja, aber für meinen Bedarf gelangt's. Ne? Sagen wir es mal so. Der Herbert darf wahrscheinlich einen Krebs kriegen, wenn er das sagt, was ich da fabriziere, aber, ne? Für den Hausgebrauch und für Frau Bazi gelangt's. Hoffe ich mal. Ja? Also bis jetzt ist noch keiner irgendwie an einer Magenverstimmung umgekommen oder so.
Laber mich nicht voll, sondern du sollst einmal schauen, was wir da machen können. Jetzt pass auf. Warte mal, kann man doch bei dem nicht irgendwie... Nein, ich will nicht meine Parameter zurücksetzen, ich will was anderes tun. Kann man bei dem Idioten, kann man doch für Ruhmpunkte irgendwie... Ach da, aha! So, brauchen wir Doppelhellebahn. War da noch Silber? Da müssen wir her. Zauberhafte Doppelhellebahn brauchen wir da. 3 Sterne. Setsch. Was haben wir? Wir haben auch 3 Sterne, meine, oder? Ja, wir haben auch 3 Sterne. Ja, okay, lul. Das war wahrscheinlich auch so mit. Na, also was ist teilweise bei uns im Führerkugel im Discord postet, das schaut schon brutal gut aus. Also da kann ich nicht mithalten. So ganz ehrlich bis ich. Also ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ihr irgendwie so die Chicken Burger da postet, da darf ich mir am liebsten das Foto da mal auf eine Leinwand ausdrücken und da mir einsitzen nochmal am liebsten. Ja? Also wenn's mir mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwo zeigt und traut sich nicht mehr an zum Sprechen, dann legt es einen Chicken Burger hin, in der Spur gehe ich noch, 100%ig. Also mit Chicken Burger, da habt ihr mich sofort. Generell, wenn es um Fleisch geht. Also Fleischsachen, ne? Auch wenn es vegan haben, aber das ist ja wurscht. Da kann man mich immer locken damit. So, ich sag's nur. So, das ist Hauptschlachtfeld. Ja gut, Nebenmission haben wir alle. Gut, dann machen wir mit dem Hauptschlachtfeld weiter. Ich schreie da schon, wenn ich die Laufen sage. Genauso ist es richtig. Das ist noch das Allereinfachste. Einfach das Mai aufmachen. Hey, voll Depp! Alles klar, Bazi kriegt eine Chicken Burger Spur. Ja! That's the way. Ich schrei nach oben, wenn ich dir mal sieg. Ja, so klar wird's jetzt du auch wieder nicht sein. Ja, ich bin jetzt. Ja gut, okay, wenn du so die Größenordnung von der Wifi hast, dann musst dein Kopf ein bisschen nach oben da. Das stimmt tatsächlich. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du so machen musst. Ja? Nächstes Mal beim Einkaufen, schau, ein wildes Bad in seiner natürlichen Umgebung. Chicken Burger Kühlregal. Bazi, du hast fast 2 Meter. Ja, das stimmt. 1,96 Meter, wenn Sie das genau wissen wir jetzt. 1,96 Meter. So, den schießen wir mal, weil er so unachtsam ist, einmal dezent am Bolzen ins Knacken. Ja, Bolzen im Knackern immer gut. Das mit vegan hast du jetzt aber auch noch zum Schleifen ausgehört. Man munkelt, Mescalin. Man munkelt. Achso, die kämpfen da schon in voller Inbrunst, oder was? Ich will ja zusammenpimmeln. Hey, kann ich da meinen eigenen Arm hauen? Ich hoffe mir nicht. Mei, wenn er schon wieder mit seinem Scheiß umeinander rutzt. Oh, ihr hat's zu dritt. Nice. Okay, Kollegen, folgendes. Entweder einer nach den anderen, aber nicht 3 gleichzeitig. Das wird ein bisschen stressiger. Ja, genau, okay. Das ist eine Schleimen. Na, auch nicht. Na, also das jetzt wirklich nicht. Ja, ich hab ja nichts gegen Veganer. So ist es ja nicht. Haben wir eh vorher das Thema gehabt. Mir ist das wurscht, ob einer vegan oder männlich, weiblich, was weiß ich, was ist. Ja? Solange uns den Frieden wahrt. Ja? Solange er uns mit seiner Einstellung nicht irgendwie offendet. Ja? So, der da oben, der mit seiner scheiß Zauberei. Du kriegst jetzt so einen Bolzen unter deine Masken schon, dass... Aua. Das du sagst, gibt's das. Wer schießt... Schießt da einer oben, du. So,
Das findest du lustig da mit deinem Spielzeugbogen, gell? Glaube da schon. Das möchte ich jetzt abgemahnt haben, gell? Ganz klar. Aber nur geiler als ein Chicken Burger, Red mit Crispy Chicken. Wow, ja, den hat es früher gegeben. Ich weiß nicht mehr, wie lange das schon her ist. 2010, glaube ich, war es. Da hat es einen McWrap Crispy Chicken gegeben, der war richtig, der war wirklich gut, das stimmt tatsächlich. Was mir gerade so auffällt, Chat, ist es im Bereich des Möglichen, dass ihr mich schon wieder hungrig machen möchtet. Ich komme! Aua. Ach, das war der Geisteskranke, der wo mir da Hopsen nochmal hat, oder was? Dann ist er gut weiter. Warum schon wieder? Weil es immer ist, wenn ich stream. Ja, nochmal umschauen. Da gibt's 7 kleine und 6 große Flaggen. Wie groß ist denn die Mission, bitte? Okay, das heißt auch praktisch, dass es in der Mission mindestens 2 Hauptbosse gibt. Er hat von dem ganzen Trubel da vorne nichts mitgekriegt, das ist gut, sehr schön. Aha. Er hat die Flagge bewacht, sehr schön. Ja, Selina hat sich den Geschubsten angeschlossen. Ja, stirbt der da unten jetzt, oder was? Leon sieht in deinem Game echt... Ja, der hat einen Pinselkopf. Ja, der Leon hat sich spontan beim Friseur dazu entschieden, er möchte jetzt einen auf Chinesen machen. Ja? Sag ich aber, gut, dass das... Gut Stichwort. Freunde der Sonne. Bevor die Frage kommt, wir spielen ein Resident Evil 4 Remake. Wir spielen es definitiv, das verspreche ich euch. Das wird wahrscheinlich das nächste Hauptprojekt, was wir spielen. Was heißt wahrscheinlich, das wird das nächste Hauptprojekt, was wir spielen. Ich werde mir aber diesbezüglich wegen Spoiler bei anderen Streams leider zurückhalten müssen, weil ich davon nichts sehen und nichts wissen will. Ja, ich will da die komplette Resi-Erfahrung typisch halber selber abkriegen. Also wer Resident Evil 4 hofft zu sehen, der wird sein bei mir, definitiv. Der letzte Teil war der 8., den wir gespielt haben. Ich kann aber leider noch nicht hundertprozentig sagen, wann wir spielen. Hallo Ibims, 1,69 Kappa. Sei danke dir für deinen 61, habe ich dir schön, dass du da bist. Ich hab dich jetzt noch gar nicht gesehen im Chat. Du bist schon länger da. Was tust du eigentlich? So ist deine Mission heute in dem Stream. Ich verstehe die Frage nicht. Okay, der war ungefähr komplett unsichtbar. Okay, meine Konter haben halt leider nicht so on point. Der Long Dong Lien, genau, das ist der Long Dong Lien, ja? With the Bamsel on the Kopf, hätte ich gesagt. Ja? Und rote Strähnen, das ist das wichtigste Detail, Freunde. Der Long Dong Lien hat rote Strähnen, weil er ist on fire oder so. Ja? Also jetzt sieht man da auf dem Felsen aufgekommen, ha?
Okay, das ist eine Flagge. Weißt, wir haben mitten im Krieg und er schimmelt sich einfach mal im Schneidersitz da unten hin, weil... Ist ja so ein schönes Wetter, gell? Ja, komm du mal auf, Charlie. Ja, wirf mich mit dem Stor ab, hast schon recht. Das ist die beste Entscheidung in einem Krieg, mit Storner zum Werfen. Naja, das sag ich jetzt lieber nicht. Ja, Hauptsache du bist du hergerannt, gell? Geht's dann weiter? Okay. Boah, Leute, ich sollte nebenbei putzen, das wird nix. An einem Sonntag hätte ich auch keine Lust nicht, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Alter, der nervt ganz schön mit seinem Grillspieß, oder? Na gut, dass die nichts mitgekriegt haben da hinten. Weil da geht zwei so Kämpfer, das ist schon ein wenig reidig. Alter, ich kann da auch irgendwie überhaupt keine Haltung nicht aufbauen. Ja, setsch. Ich glaube, ich muss mir da ein wenig Hilfe mitnehmen. Vor allem, die brechen mich so oft, dass ich keine Moral nicht aufbauen kann. Das ist gerade ein bisschen hinderlich. Gut, dass wir nur Tigersiegel haben. So. Ach du Scheiße, wir fangen ja da wieder an. Ah, das ist wieder so ein dicker. Je öfter deine Haltung gebrochen wird, umso weiter sinkt deine Moral. Dampfe habe ich dir. Der macht sein Special immer genau dann, wenn ich angreife. Ja. So, müssen wir alles haben soweit. Die haben aber schon ziemlich hochgeschlagen, die zwei.
Hat er mir da doch gerade einer mit dem Bogen geschossen, oder? Oder haben wir mich da täuscht? Haben wir täuscht, okay. Ja, wir schnell kurz ein wenig konzentrieren. Ah, wie ist das, wenn man zu dritt da vorne geht, ha? Du Nosenbohrer. Bist nicht mehr so cool. So. Meine neuen Kisten sind nicht gut für mich. Ich hab fast 12 Stunden pennt. Ich tu Dampfe, dann wird's das braucht haben. Sehr wahrscheinlich. Aber ich muss aber auch sagen, ich hab halt auch den Schlaf des Todes gehabt. Keine Ahnung, was mir gestern da was ich gestern mit dem Estrich-Staub eingeschnauft habe, aber das war so gut. So gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen, ohne Scheiß. Unerbrein haben Dampfe, unerbrein haben. Warum war da gerade Kampfmusik? Da oben ist eine Flagge. So, wie komme ich auf die Flagge hin? Das kann man jetzt natürlich wieder keiner sagen, ja? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Muss von der anderen Seite gehen. Ah ja, schau da her mal, der Bond so mit der Axt. Der Mann hat Holz vor der hinten. Hey. Ja, Estrichstaub. Das war schon, also wie das gestaubt hat, das war schon kriminell. Ohne Scheiß. Das war wirklich kriminell. Und wir haben einen Staubsauger dran gehabt. Als guter deutscher Bürger muss ich mich jetzt trotzdem beschweren, dass ich wegen der Zeitumstellung total viel... Und das, obwohl du Schichtarbeiter warst. Ja, warst. Also die Zeitumstellung an und für sich hat mir gar nichts da. So. Sollte man dem Dicken einfach mal einen Armbrustbolzen ins Gesicht schirmen. Ja, schön, ein wenig an Schaden hat es auch gemacht. Der kann nicht einmal laufen! Rudi, oberste Souls-Weisheit, wenn eine Waffe so schwer ist, dass du nicht einmal mehr kämpfen kannst, dann bringt dir die ganze Waffe nichts. Trust a Souls-Player. Wolfszahnknüppel. Aha. War der Staubsauger eingeschaltet? Ja, natürlich war der eingeschaltet. Ich hab gestern, ohne Scheiße, ich hab gestern ausgeschaut wie der Geist danach. Ich hätte ein Foto machen sollen, also ich hab wie gesagt, ich hab's wieder versammelt, aber... Ja, ich glaube, wir werden da mal ein paar Punkte investieren, das ist so gängig, wie es ist. Ich glaube, ein Glas Wein zu viel gestern, das eben wieder... Oh, diese Lieder haben sie eine Party gefeiert, oder wie? Ist das im Bereich des Möglichen? Ja, aber Yassi im Chat. War da auch Golem im Chat, oder was? Yassi? Was ist denn mit dir? Yassi, da kommen neue Fakten ans Tageslicht. In deinem Chat wird gesoffen. Okay, let me orientieren. Au, was ist denn? Jetzt chillt's halt einmal. Boah, leg das auf, ganz schön viel Schaden gemacht. Wir haben jetzt da mit... Das ist von da oben gekommen, ich hab's ganz genau gesehen. Jetzt meint du bist der ganz Schlauer, ha?
Mein Aim ist so schlecht, da müsst ihr saufen. Das fühle ja, das fühle ich. Das fühle ich total, was du jetzt meinst. Ja, ich bin schon gespannt, wie oft dass ich wieder Kugeln sinnlos in die Mauer sitze, wenn ich Resi spiele. Ich hab schon gesagt, wenn wir der Mike, der Dampfi, ich und Wifi dann den Warzone-Stream einmal machen, dann werde ich eher einen Mike und einen Dampf ins Knie schießen, bevor der den Gegner trifft. So, wie kriege ich jetzt den da oben da runtergeholt? Ja, wenn ich übersehen, dass da dicker ist. Und wird instant punished dafür. Der hat sich mein Moral geschnappt. Ja genau, stell dich nur mal ins Feuer, du bist gut aufgekommen. Ja, du, ich hab Zeit. Jetzt werde ich noch einmal jemanden sagt, wo man einen Pfeil ins Gesicht einschießt und flippe ich aus. So. Alter, mein Parier... Meine Parierkünste lassen halt sehr zu wünschen übrig. Ja, ich kümmern uns erst mal um den Dicken da. Oder kriegen wir den da jetzt umgeschossen? Wahrscheinlich nicht. Aber von da müsste jetzt gehen. Ah, der lässt mich da einfach parken, das ist gut. Ja genau, kümmern wir aber da haben wir mehr davon. So, jetzt hört er wenigstens einmal mit seinen scheiß Dreckspfeile auf. Alter, wer schießt denn da die ganze Zeit? Der ist unflauschig. Es kommt von da oben ober. Hab gestern einer zugeschaut, die Resi mit Zielhilfe spielt. Da triffst du ja fast alles, aber das war ja Fahrt. 5 Schuss pro Zombie Minimum. Bei mir, ja. Nein, also mit Zielhilfe spiele ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ja, also, ich weiß, dass ich kein gutes Aim nicht habe, aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen aber Aushängeschild vom Stream dann. Das sind die Hellebarden da oben, die schießen random eigentlich einfach von irgendwo. So, du tust mir auf der Stelle meine Moral wieder her, sonst hat's die. Oh, kommst du jetzt her? Zugegebenermaßen ist das Gebiet ein bisschen anstrengend.
Wie, jetzt kann er nicht nach oben schießen? Wie langweilig ist denn das? Oh Mann, das ist ja langweilig. Da ist eine Flagge oben, aber wie komme ich... Da ist auch eine Flagge. Hä, aber das ist ja komplett random, da steht ja nicht mal wer, oder? Ja, freilich. Ich hab ihn gar lieb. Verpisst euch. Ach, das ist der da oben. Ach, da steht wirklich einer oben, okay. Ich hab grad die Bulma geköpft. Wie, du hast Bulma geköpft? Aber wie kommt man denn dann da hin? Oh, jetzt wischt er mir mit seiner scheiß Magie vom Sprung aber. Ach, das kann man rotieren. Ja gut, heilungstechnisch schaut es jetzt aber leider auch nicht mehr so rosig aus, gell? So. Okay. Das Gebiet ist halt auch kaum groß, gell? Da hinten ist noch eine Flagge oben, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Peil, wie man da hinkommen soll. Da schießt auch schon wieder irgendwer mit irgendwas. Nochmal. Es ist der Depp da hinter, da, den hat's gleich, du pass auf. Ja super, dann kannst du mit deiner Hellebarde nicht einmal so hoch zielen, dass du ihn treffen kannst, okay. Ah, da 3 mit 2, ich möchte es eh nicht glauben. Schieß ihm ins Pipperlein, da ist der. Hä? Ja, okay, aber ich komme ja da irgendwie nirgendwo auf. Boah, leck, wer ist denn das jetzt? Ja, ich glaube, ich bin jetzt so gut wie hier. Oder auch nicht. Ah, diese Blöde. Sehr gut. Ich frage mich, wie soll ich denn da raufkommen? Da hinten war der Flagge. Ja, ich muss mich heilen, das Heft ist nix.
Ach, die großen Gegner bleiben weg. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, aber die ganzen Hellebarden-Fuzzi sind wieder da. Ja, toll. Ah, so können wir da rauf. Okay. Wenn wir da jetzt dabei mal alles erledigt. Au. Fotos im Discord? Müssen wir da gleich anschauen. Boah, leck, das ist richtig nervig mit den Hellebarden-Typen, die wo da das besetzen. So, die Frage ist, warum... Achso, der ist gesperrt, weil du da stehst. Boah, leck, der hat Moral 20. Are you kidding me? Ach, das ist ein Boss, oder was? Ja, lol. Ja, freut mich auch, die kennen zum Lernen. Okay. Ja, das Gebiet ist lästig. Das ist tatsächlich lästig. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass das wirklich das Finallevel ist, weil das war vorher in der Cutscene schon so komisch. Also ich bin immer fast sicher, dass das Finallevel ist. Ey, warum war ich... Okay. Gut, ich hab 6 Moral und der hat 20. Das kommt ja noch dazu. Ja, der trifft mich halt einmal und dann... Ja. Irgendwie glaube ich, dass man den gar nicht machen soll. Ja, das kannst du vergessen. Ja, nein, den kannst du nicht machen, der ist sauber stark. Den sollst du da gar nicht machen an der Stelle. Also man kann ihn machen, ja, aber da darfst du wirklich gar nicht getroffen werden. Vor allem, mein Moral geht maximal bis 6 runter. Und ich habe aber noch nicht so viele Flaggen gefunden. Das heißt, der da, oder? Der wo da schimmelt. Oh. Das heißt, der wo da schimmelt, ist eigentlich fürs Late-Game-Level gedacht. Ach, da ist noch ein Chrom auch. Ja, da sollten wir uns dann vielleicht auch noch umschauen. Aber die haben halt auch auf Moral 13. Jetzt schauen wir mal, wo geht's denn da überhaupt hin? Okay. Ist jetzt eigentlich nichts Besonderes nicht, oder?
Ja, da kommst du halt da hinten wieder aus. Ach so, halt, na, warte, wir haben jetzt ganz woanders. C18 ist sowieso die beste Change my mind. C18 ist eine Scharfe. Aber nur in Dragon Ball Z. Und was hat uns Dragon Ball Z gelehrt, Freunde der Sonne? Dass selbst einer wie der Krillin eine scharfe Mieze ankriegen kann. Ja, los zeigt dieser Lehre so. Oh, ihr nervt's mich halt. Wenn's du mal mit deinem scheiß Zahnstocher die verpissen darfst. Dankeschön. Geh sterben. Meine Fresse, nerv mich nicht. Okay. Großer Brocken war das Key. Nice. DBZ hat uns gelehrt, wie man Spannung aufbaut. Indem einfach einmal 5 Minuten eine und dieselbe Szene läuft. Na, Schmarrn, DBZ war schon cool. Definitiv. In Kaichi 4 wird das erste Dragon Ball Z-Spiel werden das, wo wir wirklich im Stream spielen. Ja, wenn es gut wird. Ja. Da müssen wir unsere Erwartungen leider nur ein bisschen gedeckt halten, weil man ja nicht weiß, wie es wird. Aber sollte das Spiel so werden, wie wir es uns alle erhoffen, dann wird Dragon Ball Z das erste, also den Kaichi 4 das erste Dragon Ball Z-Spiel werden, was wir im Stream spielen. DBZ hat uns gelehrt, dass es okay ist, wenn man 20 Stunden warten, bevor... Stimmt. Ja, Dragon Ball Z, damals RTL 2 Zeiten, das waren ganz zauberhafte Zeiten, waren das. Oder wie viele optionale Wege soll es in dem Level geben? Ich renne einfach irgendwo hier und hab keinen Plan, wo ich hier renne. Was ist der Schaum, so einen Unterkörper von der Bulma suchen? Weißt du ja, sie. Viel Erfolg. Ich hoffe, du findest einen Unterleib von der Bulma. Das hört sich falsch an. Okay, da war Flagge. Nehmen wir mit. So, Moral geht nicht mehr unter Sim. Das ist gut für uns. DBZ-Serie Screentime Strecker Simulator. DBZ ist aber halt leider einer der besten Animes, die es jemals gegeben hat. Das ist auch Hauptflagge. Erst einmal das ganze Chlorgewusel jetzt weggenommen. Wir müssen halt aber auch komplett woanders hin, gell? Das sollte man vielleicht dazu sagen. Ey, warte mal, kann ich jetzt... Boah, das war jetzt geil. Ja, ist eh klar, weil ich so ein scheiß Drecksbogenschütze da. Da, ich schießt der Knirscheimer ein. Und ein Zipfisch ist er auch noch eine, weil es kann. Schnauze. So, helle Bade. Scam, ich kann das nicht umdrehen. Oh, da ist eine Truhe drum. Okay, lul. Kommt man da nicht auf, oder wie? Bestreicht ist leider in dem Satz. Ja, ja, natürlich. Also es ist natürlich nicht leider der geilste Anime. Es ist Gott sei Dank der geilste Anime. Also für mich. Hat eine Invasion begonnen, das ist aber schlecht. Du mit dem Bogen her, weil der...
Der hat nur in Anführungszeichen Moral 10. Aua. Geht doch. Oh, haben wir da mit Flagge eine? Ah, perfekt. Achso, und da können wir dann da rund wieder raus, okay. Weil der irgendwie erinnert mich der brutal an Sentomaru, ich weiß auch nicht. Okay, und dann können wir da wieder raus. Okay, ja gut. Gehen wir duschen. Passt schon, schwimm nicht zu weit raus, die Price. Und da drin nicht. Ah ja, wieder zu bald, okay. Ah, wo kommst du? Ja, freilich, ist eh klar, wir haben invasiert. Super, perfekt. Okay, du brauchst so alleine kämpfen, weil das wird anstrengend. Ja, der kommt natürlich mit, ist eh klar. Ah, okay, fuck you. Ja, okay. Ja, nice. Perfekt. Perfekt. Oh, das Level ist geisteskrank. Das erste wirklich schwere Level. Oh. Sein Tomato dick übergewichtig auch schwingen, genau. Wir müssen aber scheinbar wirklich bei dem da durch. Wir müssen irgendwie Moral sammeln. Wie wenn man Handgranaten in Fresse. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch schon drüber nachgedacht, dass wir da mal ein wenig mehr mit Feuerbomben hantieren. Vor allem, ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was die überhaupt von mir wollen. Was genau das Ziel von der Mission jetzt ist. So, da hinten ist der einer, der wo da Moral von 20 hat. Da hinten ist noch mehr Flagge, das ist gut für uns. Können wir wieder um? Ja, müssen wir, oder?
Ja, wieder zu bald, nice. Weißt du, das ist auch nicht unbedingt eine Fläche, um gegen einen Tiger zu kämpfen. Komm da rum da. Ja, so ist er brav. Komm, mach Sitz. Oder Platz, oder bleib, oder voll runter, das ist nur das Gescheiter. In Ruhe da die Flagge aktivieren, mehr wollte ich nicht. Ja, das Stichblattschwert, ah ja. Geht's auch noch um? Ach, da haben wir vorher aufgestiegen, ja. Verstehe die Frage schon. Jetzt hält man, der Tiger kommt wieder daher. Okay. Ich glaube, ich hab schon verstanden, für was das Ganze da ist. Du musst die ganzen Gegner da oft besiegen, damit du dein Moral nach oben schraubst, damit du den Gegner da hinten umhauen kannst, damit du durch das Tor da hinkommst. Das ist das Einzige, was für mich jetzt Sinn macht. Ja, der war clean. Oh, da ist noch mehr dicker. Mhm. Granatenwerfer Joe. Ah ja. Ich bleibe jetzt so lange da herum, bis dass ich sicher bin. War zauberhafte Entscheidung. So, sneake mich da einfach her und nimm mir das. Weißt du, das ist immer so blöd, warum kann ich das nicht da... Ah, warte mal, vielleicht geht der aber so weit um. Denk nicht mal dran. Geht's nur weiter auf, ey? Warte mal, kann man da? Kann man das einschießen? Ach. Deswegen ist das auch da hinten nicht gegangen. Servus Hinti, grüß dich. Ja, das erklärt jetzt einiges. Das erklärt jetzt einiges. Jetzt war es blöd. Ja. Mhm. Ah, jetzt wird der Tiki auch wieder getriggert. Okay, die Mission ist nicht ohne.
Mir geht's soweit ganz gut. Wochenende war baustellenreich, aber sonst geht's mir, da ich sagen, sehr zauberhaft. Ich hoffe, bei dir passt auch alles. Müssen wir da jetzt aufkommen? Okay, so komme ich auf die Truhe hin. Ja, ich muss jetzt, das hilft jetzt leider alles nichts. Ich muss da leider resetten, weil sonst wird das nichts. Dann nehmen wir uns auf alle Fälle nochmal einen mit. Klingt nach viel Arbeit. Ja, momentan habe ich einen großen Umbau. Deswegen haben meine Streams momentan ein bisschen rarer. Aber so passt schon. Oh ja, Drachenhaare ist ganz nice. Da wird meine Heilung verbessert. Perfekt. So. Wenn wir von da aus können wir doch dort bestimmt einen Tiger kaputt schießen, oder? Tatsächlich. Alter, der ist One-Hit! Das ist heftig. So. Ja klar, der Zauberer Django da wird auch wieder getriggert. Ah, so einfach gang's. Perfekt. Gut, das bleibt da eingeschossen, so wie das ausschaut. Und einer ist da versteckt, der ist da dahinter. Ah, okay. Oh wow, toll. Okay, he did. Wie ist denn der jetzt aufgekommen? Ah ja. So, zur Überzeugung, okay. Eine Mini-Flagge gegangen uns noch ab. Oh, nerv mich!
Stirb! Okay. Haben wir einen Shortcut? Ah ja, okay, da ist noch mehr Flagge drin. Es war jetzt eigentlich nicht der Plan, dass du den triggerst. Aber okay. Aua. Ui. Da hat gerade wieder einer geschossen. Da oben. Und wie kommen wir da jetzt hin? Ah. Findest du witzig, gell, wenn du da vorne herum ballern kannst. Was war jetzt das? Bringt das selbst? Ja, einmal ein wenig drummen. Geht's dann da noch weiter? Ach, jetzt haben wir da herum, da können wir dann, ja, verstehst du, da können wir jetzt die ganzen Hellebarden-Fuzis ausschauen und da herunter ist die Flagge, da wo der andere da die bewacht. Das, wo so ein Mini-Boss ist, mehr oder weniger. Oh, hi. Und ihr so? Was tut ihr so in der Freizeit? Ich will bloß mal halten. Okay, he dead. Da hinten ist auch eine große Flagge, wenn man nicht alles täuscht, ja. Es ist gut, dass wir jetzt mal auf der Mauer haben. Da können wir einiges wegklären, damit wir unten weniger Stress haben. Das ist auch noch mehr dicker. Oh. Alter, die mit die Hellebarden, die nerven Mist. Die haben so ein scheiß Moveset. So, nehmen wir die Hellebarde noch mit. So, das war Nummer 5 vom 6. Die 6. ist dann unter. Das heißt, uns geht jetzt eigentlich nur noch so eine kleine Mini-Hellebarde ab. Hellebarde sage ich, Standarte. Und das ist so, wie es ausschaut, halt auch das eigentliche Ziel von der Mission, dass du die ganzen Flaggen da sammeln musst, damit du unten den Bossgegner umhauen kannst.
Ja, der war easy. Perfekt. Was haben wir jetzt für Moral 19? Ja, jetzt sollte man dem eigentlich locker gewachsen sein. Jetzt sollte man dem eigentlich locker gewachsen sein. Ich hab gerade vor eine Augen angestochen, das interessiert es einfach nicht. Man ist mir recht, wenn es nicht einmischt. Perfekt. Oh, Rang 5 Leder, das ist gut. Offizielles Siegel. Und, was haben wir da noch drin? Eisenspätum plus 2. Okay, da geht's nicht mehr durch. Jetzt haben wir aber her eine Moral als der Bossgegner da unter. Jetzt hört das eigentlich locker flockig gehen. Unabhängig davon, dass wir noch so eine kleine Flagge Brei hatten, aber die ist jetzt mir relativ. So, jetzt gehen wir an die Flagge zurück, die wo da gegenüber ist. Beziehungsweise, nein, darf ich jetzt nicht da. Wenn ich das jetzt tue, dann können wir die ganzen Schützengegner wieder. Das will ich eigentlich nicht. Das will ich jetzt vermeiden. Aber wir haben eigentlich, wir haben volle Heilungstränke. Unser Gottbestia war ready. Das heißt, wir konnten eigentlich straight zu dem Kollegen da gehen. Jetzt bin ich noch erfahren, wo meine Verbündeten sind. Ah, da Hans. Okay, perfekt. Oh, Brudi, jetzt bist du aber fällig, gell? Ja, vorher war das ein One-Hit. Ja, genau, treibt es ins Feuer und stirbt er. Meine Verbündeter heute war leider am Miet, gell? Ja, den erst. So, was ist jetzt? Achso, jetzt müssen wir da dann durch, okay. Ich habe 96.000 Seelen.
Und ich vermute mal schwer, dass da dahinter jetzt ein fetter Boss ist. Okay, Berichtigung, da dahinter ist wahrscheinlich ein fetter Boss. Ja, war eh klar. Als ob das Gebiet eh nicht schon anstrengend genug war. Oh, der tut nicht lange umeinander. Ah ja, Ultra Instinct kickt. Ja, natürlich der wie jetzt allein gegen den kämpfen, oder? Lubu! Boah, der erinnert mich an den ersten Sekiro-Main-Boss. Okay, der ist neu. Achso, du kannst ihn vom Pferd holen? Okay. Alter, dein Pferd geht mir auf den Sack. Ah, ich bin jetzt so schlecht im Kontern. Ja, okay. Einfacher war er ohne Pferd. Boah, leck, der ist schwer. Ich hab keine Ahnung mehr. Okay, der wird intens. Der wird intens. Ich muss aber auch wirklich nochmal sagen, mein Pariergame ist halt absolut nicht on point. Ich werde so unnötig getroffen, das ist brutal halt. Es ist 12:30 und dunkel draußen. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, weil ich das Rollo herunten habe. Aber ja, mir halt generell nicht so. Oh, wow. Er hat mir jetzt 3-mal angegriffen und 4-mal und ich hab's nicht parieren können.
Okay, der ist unfassbar schwer. Wow. Alter, wie pariert man denn den? Alter, er wird schon gar keine Heilung mehr. Mei, dem sei Scheißrose, das geht mir so auf den Piss. Weil ich pariere halt so unfassbar schlecht, das ist Wahnsinn. Ja, Krimi, das kann ja nicht haben. Ja, der ist schwer. Das ist der erste richtig schwere Boss. Brauchst Zielwasser? Ne, eher Reaktion. Eher Reaktionswasser. Ist unflauschig draußen? Ja, heute gehe ich wahrscheinlich sowieso nicht fort. Ich bin halt froh, wenn ich mal nirgendwo hin muss. So. Aber ich tue mir, glaube ich, tatsächlich leichter, wenn ich ein Lore kämpfe gegen den. War ich noch nicht. Wenn du da erst einmal sein Moveset kennenlernen. Okay. Das kann ich... Boah, der Charge-Angriff, den kann man so schlecht lesen. Ah, okay, tot. Schwierig. Das ist schwierig. Der ist schwierig. Obwohl er, glaube ich, nicht so schwer war, wenn ich das Parieren besser hinbringen darf. Wobei, ja. Ich glaube, da selber anzugreifen ist auch nicht unbedingt das Schlauste, weil er sofort entgegengeht. Er ist schon wieder so dumm.
Bis daher ist eigentlich easy. Und den, wenn er sein Feuer Hellebarde da ruft, dann wird's schwierig. Oh. Jetzt mal der Schlag. Ah. Oh, heil die heute! Der hat aber immer ein Neuer. Oder ich habe ihm fast noch überhaupt keinen Schaden nicht gemacht. Das ist geisteskrank. Okay. Alter, dem seine, wenn er vom Pferd herunter ist, dem seine Schläge sind so gottlos verzögert, da komme ich überhaupt nicht klar damit. Aber er hat ja immer nur einen neuen Move, den er vorher nicht gebracht hat. Wobei die jetzt langsam gängen. Ja gut, nichtsdestotrotz werde ich das jetzt auch nicht mehr schaffen. Ja, dafür haben wir schon 2 Schaden gemacht. Ja, okay. Es wird. Wir werden man heute wahrscheinlich nicht schaffen. Denke jetzt einmal. Für das ist es stark. Aber wo die Patterns her ist der mies. Weil das ist ein Bossgegner, der liegt mir gar nicht. Der holt mit seiner Axt 300 Minuten aus und dann weichst du dazwischen 100 Mal aus und dann trifft er dich halt einfach trotzdem. Aber ich glaube, ein Lorbi da besser trage ich den. Weil die anderen, die lenken dann ab und dann weiß ich nicht, in welche Richtung kommt der Schlag jetzt. Und der trifft mir irgendwie gefühlt auch immer.
Ja. Es wundert mich, dass ich den Konter gekriegt habe, weil den habe ich nicht kennt. Okay. Schade. Boah, Sekundensplit druckt. Oder auch über die Sekunden. Okay. Also am Pferd ist mir lieber, deutlich. Ja, geil. Halt einfach dein Maulbase. Ja, schon langsam kriege ich ihn rein. Sehr gut, so weit waren wir noch nie. Aber... Boah. Oh, der war Follow-up. Okay, den habe ich nicht kennt.
Perfekt. Der war nein. Das war jetzt schlecht. Alter, das ist neu. Das kenne ich noch gar nicht. Jetzt ist nicht mehr weit fein. Ja, okay, das hat man jetzt im Versuch verspielt. Oh, oder vielleicht auch nicht. Jetzt müsst ihr den auch einmal brechen, aber das wird nicht mehr funktionieren. Ja, okay. Korkenzieher, habe ich die Ehre, grüß dich. Wie geht's da? Oh, schade. Aber ich krieg eine. Also sorry, beim Bosskampf kann ich leider nicht so stark auf den Chat eingehen, da muss ich mich so stark konzentrieren. Der ist schon gut. Der ist schon, also holla die Waldfee, der ist schon nicht schlecht. Also das glaube ich jetzt mit Abstand der stärkste Boss in dem Spiel, den wir bisher drauf haben. Die anderen waren, da war eigentlich einer, das war die komische Kur da, die Milka-Kur da, der Milka-Kur-Verschnitt, wie auch immer. Der war ein wenig garstig, aber er jetzt, der ist schon übel, weil du musst im Endeffekt, du kannst ihn erst brechen, wenn du vom Pferd geholt hast. Solange der auf dem Pferd sitzt, kannst du dem sein Moral nicht brechen. Ich komme wieder und her nur, ich krieg noch eine. Ja, ein schlechtes Timing-Preis. Geht schon bei dir, ich hab für den circa eine Stunde gebraucht. Wann haben wir denn da zu dem gekommen? Das war jetzt der 4. Versuch oder 5. oder so, vor einer halben Stunde ungefähr. Aber es wird. Also es ist schon deutlich besser gelaufen jetzt. Den kriegen wir hin. Das kann der Timing sein, ja, das stimmt. Aber freue mich, dass es dir gut geht. Korkenzieher, schön, dass du hergefunden hast. Einen angenehmen Aufenthalt wünsche ich dir. Okay, nächster Versuch. Im ersten selber, den selber angreifen bringt er eigentlich relativ wenig. So, und jetzt, wenn er vom Pferd heruntersitzt, kannst du dem sein Moral brechen. Au. Ja, okay, vergiss mir das. Wer jetzt Tom? Sehr schön. Ja, auf einen guten Run folgt meistens ein beschissener. Meistens. Oder mehrere beschissene, bis es wieder richtig gut wird. Vor allem jetzt dem sein Pferd irritiert halt auch gut, gell?
Mit Eiszauber kannst du Feuer löschen. Schön überlegt. Geht aber normalerweise der normale Eiszauber. Ah. Theoretisch. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach den, weil warum nicht? Ja. Ah, der trifft mir eigentlich noch jetzt immer. Ah, die Salve, die ist heftig. Ah, wieder zu spät. Ah, jetzt habe ich das Timing wieder nicht mehr drin. Na, ist schlecht. Oh, was ist denn jetzt los? So ist halt Pferde irritiert. Unnötiger Treffer. Das ist unnötig. Das hat er jetzt, das wundert mich, dass er jetzt so oft Ultis gemacht hat. Das ist so grau, wenn er das macht.
Okay. Nice. Ah, fuck, nicht aufpasst. Okay, ich muss... Ich darf auch den Willensangriff nicht mehr, weil mir das zu stark nach hinten treibt. Also auf dem Pferd ja, aber wenn er herunten ist, darf ich es nicht tun. Okay. Okay, macht keinen Unterschied. Dann dreht er so durch mit der Salve. Ja, ich verliere am Anfang sauber zu viel Heilung. Der trifft mir am Anfang sauber zu oft. Wenn ich mir da ein bisschen Heilung sparen darf, es hinterher viel, viel leichter gehen. Ich meine, das ist der einzige Angriff, den Salbenangriff, den was er da macht. Der, wo mich noch so richtig bumst. Der, wo mich noch so richtig penetriert. Die anderen haben alle mittlerweile relativ gut drin. Ist dich. Ja, toll. Jetzt muss ich mein... Ah, da können noch mehr neue Moves. Ja, das ist schlecht. Ja, okay. Nice. Schaffen wir wieder nicht. Ah. Wow. Ja, und das ist jetzt genau das. Müsst ihr den Arme brechen und dann hören. Ah, muss einen Namen brechen, scheiße. Ja, okay. Ah, gib mir wieder genau die eine Heilung hin dumme. Hin dumme ab. Verdammt. God damn it. Schade.
Aber wir haben kurz davor. Wie gesagt, ich muss am Anfang einfach vorsichtiger sein. Was heißt vorsichtiger? Einfach mal nicht so dumm stehen, damit ich hinten vielleicht noch so 1, 2 Heiltränke habe. Und dann war's GG. Aber endlich haben wir ja einen Boss, der war mal ein bisschen herausfordernder ist. Die anderen waren eigentlich mehr... Ja, der trifft mich sowieso bei ihm. Okay. Ah, fuck. Oh. Jawohl, das ist gut. War ein guter Anfang. Sehr schön. Oh, der kommt ziemlich schnell. Okay. Oh. Okay, er ist wieder runter, perfekt. Schon kurz heilen. Au. Ah. Okay.
Au. Ah, ich weiß, die sind jetzt okay. Okay, da weiß ich nicht, wie man das so schnell kontern soll. Aber gut, das hat jetzt Gott sei Dank nicht so viel Schaden gemacht. Passt, perfekt, ich hab mein Gottbestie ready. Das ist sehr, sehr wichtig in der Situation. Ja, wie soll ich denn das kontern? Aua. So, noch einmal dann hat's ihn. Come on! Oh, endlich! Hey, mein Schwert ist kaputt. Heilige Scheiße, der war stark. Wow, okay. Halt mal fest, Lu Bu, oder wie auch immer der heißt, war der wirklich erste schwere Boss in dem Spiel. Muss man wirklich sagen. Wie viele Versuche er jetzt braucht? 10 ungefähr? 10 Versuche, gute Stunde? Kommt das hin? Ich glaube schon. Ich hätte keine Geduld dafür, sag schon, wo lange brauche ich nicht spielen. Ja, der Boss war jetzt wirklich richtig schwer. Der war jetzt wirklich schwer. Im Vergleich zu den anderen. Danke für die GGs. Der war wirklich zack. Ja, zager Divey gewinnt. Aber gut, ich hab ja eh gewartet drauf. Ich wollte ja eh mal einen Boss haben in dem Spiel, der wo wirklich einmal ein wenig fordernder ist. Weil das andere war bisher für mich als eingefleischter Soul-Spieler eher Pillepalle. So. Also der Boss jetzt tatsächlich war. Der war schon gut. Der war schon gut knackig. Definitiv. Kann man nichts sagen. Also ist jetzt kein Boss nicht, der wo unfassbar schwer ist. Aber er ist halt schon ekelhaft. Ja?
durch seine verzögerten Schläge, die er da hat, die wo so stark delayed, der ist schon ekelhaft zum Countern. Danke, Birgit. 今は都の民を救うべきでは。さよう、揉めている場合ではありません。とはいえ、誰がこの事態を。Oh, I got a frame drop, Scott. あなたなら。Herbert, falls du noch da bist, ich lese das gerade in Discord. Das war einer, der wo quasi bei Pokémon, also das war so ein Troll, da habe ich Pokémon gestreamt gehabt, mehrmals, dann hat er einer gefollowt und 3 Minuten später wieder unfollowed. Und nach dem 3. Mal habe ich ihn halt bannt, weil ich auf das Kasperltheater keinen Bock mehr habe, weißt du. Das war so ein Internet-Troll, also falls du noch da bist. Okay, jetzt muss ich mich nur schnell orientieren. Ist Yassi gerade da? Zufällig? Yassi, bist du am Start? Gerade? No? Jerry, habe ich dir. Geht's euch gut? Ja, selbstverständlich. Schlechte Like geht's aber gut. Du weißt aber schon, dass ich jetzt erst einmal in mein Hut mehr, gell? Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Hoffentlich sowieso klar. Ein neues Schlachtfeld ist nun verfügbar. Ja, das ist schön. Ja, sie riecht sich her, Mann. Sehr gut, okay. Die geht okay, alles klar. Ja, passt schon. Kann sein, dass ich das jetzt halt vom Price of Herbs überlesen. Ich sollte eigentlich nur etwas lernen, aber jetzt geht dann gleich der nächste Streamer und MotoGP und Alkohol muss ich auch noch auf da. Ja, Price, ich glaube mit Lernen, das wird halt schwierig. Es wird, glaube ich, schwierig. So, schauen wir schnell die neuen Sachen ein wenig noch an. Oh, da ist vorher Angriffskraft drin, das tust du mal schön brav raus. Zugefügter Schaden ist eigentlich auch nicht schlecht, nehmen wir auch mal mit raus. Aber so viel Stuff habe ich eigentlich gar nicht. So viel Stuff habe ich eigentlich gar nicht gefunden jetzt tatsächlich. Aber die Mission, das war wie gesagt, die war erstens einmal extrem lang, extrem zart und der Endboss, der war halt wie gesagt nicht schlecht. War nicht schlecht. Kavalleriewurfspeer. Okay. So viele 4-Stern-Waffen habe ich eigentlich noch gar nicht. Jetzt geht halt immer noch Rang 5 Stahl ab. Schade eigentlich. Können wir Rüstung verbessern? Tatsächlich, Rüstung kann man auch mal verbessern. Mal das da. Und die werten wir auf. Okay, was wäre das Maximallevel von den Rüstungen und Waffen? So 10 Schatz jetzt einfach mal. Mal schauen, ob wir vielleicht schon wieder
genügend Rufpunkte gesammelt haben. Haben wir tatsächlich sogar. Nice! 4-Sternwaffen. Easy. Können wir mehr Subs reinhauen. Perfekt. So, Bronze Doppelschwerter, Doppelhellebarden. Das Krähen den Hahns. Sehr gut. Der Hahn kräht. Das ist mit vergiftet. Der mal auch außer. Ist der mal auch außer. So, und dann der mal neue Subs eine. Feuerschaden, Willensschaden, Kälte, Vergiftung, schwere Verbrennung da. Willensschaden, dann geht er mit Verbrennung. Okay, der machen wir im Feuerschaden eine. Oder sonst einer? Feuerangriffskraft. Und, was nehmen wir noch? Kann man theoretisch. Kann man die zweimal ein, aber wahrscheinlich nicht, nein. Okay, dann müssen wir da rumnehmen sein, da. Okay. Subs reinhauen? Ja, Eigenschaften. So, können wir den noch verbessern? Perfekt. Die machen jetzt 360 Schaden. Und was machen die anderen? Die haben 360 Damage. Die sind Doppelschwert. Wo haben die anderen jetzt? Und die 354. Die haben aber auf +4. Genauso wie die. Ja, okay, passt. Perfekt. Dann kann man da eigentlich Feuerangriffskraft und Feuerschaden haben wir da auch drauf. Okay, ja, passt. Perfekt. Perfekt. So. Wisst ihr, was auch perfekt ist? Dass wir den Boss zusammengehauen haben. Das gefreut mich jetzt. Das gefreut mich jetzt außerordentlich. Immerhin ein kleiner Erfolg. Aber Pause. Ich sag mal Pause, Alter. Ich hau dir gleich einen Anzug, wenn du deppert bist. Das ist ein richtig gutes Stichwort. Mr. Seiching. Das ist, glaube ich, ein richtig gutes Stichwort. Heißt jetzt, heißt Pause jetzt Gnädelcam oder wie schauen wir aus? Wollen wir Gnädelcam? Ja, ich glaub zur Feier des Tages tue ich Gnädelcam noch schnell rein, ha? Mehr Gnädeln, mehr gut. Ja, was sind denn die zwei halt? Die haben keinen Bock nicht. Denken sie, na, ich schau jetzt nicht in die Kamera. Ich hab keine Lust auf euch. Der Unblauschigkeit halber. Sekunde. Gnädelcam. Ja, die haben halt irgendwie. Die haben halt den Sonntag gestimmt, die haben halt keine Lust nicht. So. Müssen wir da warten, bis die Jassi live geht. Ja, soll ja die nächsten Minuten passieren, jetzt können wir noch ein bisschen Just Chat machen. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen außer Atem mit Wulong. Aber ich hoffe, es hat ihn trotzdem taugt. Ja, der letzte Boss hat sich tatsächlich ein bisschen gezogen, aber
Ich glaube, so hat schon passt. Ja, ich schleiche mir einen schönen Sonntag, Olli. Vielen lieben Dank fürs Dosen und für deinen Support. Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Weil ja, ich weiß nicht, warum das bei mir nicht geht. Der Command ist eigentlich von Streamlabs freigeschalten. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Ich kann das leider nicht sagen. Das weiß ich leider nicht. Soll ich leider noch nicht ergründen können. Und bevor die Frage kommt, ja, Mods haben die Freigabe für den Kommentar. Glaube ich. Wir müssen nochmal schauen. Irgendwann. So. Haben wir den Sonntagsstream auch schon fast wieder geschafft. Ja, jetzt wart alles nur noch auf die Jassi. Da mal da mal schnell zu. Müssen wir mal schauen, weil so wie es ausschaut, kann ich eben morgen Abend schon wieder live kommen. Normalerweise sollte sich das ausgehen, da wir ja das Wichtigste jetzt übers Wochenende geschafft haben, also sprich Freitag und Samstag. Also soll jetzt normalerweise möglich sein, dass ich morgen Abend so auf der 5 wieder live gehe. Da darf man aber dann wahrscheinlich erst mit der Nuzlocke weiter da. Das heißt wahrscheinlich da der mal mit der Nuzlocke weiter. Weiß ich auch schon wieder nicht mehr, wo wir da stehen im Hand. Ich glaube, einen Koga haben wir letztes Mal noch gemacht, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht mehr. Birgit! Birgit, danke dir für deinen Prime-Sub im 5. Monat. Dankeschön. Weiterhin willkommen in der Party-Gang. Das ist sowieso klar. Vielen Dank. Muss jetzt zum Schluss da reingrätschen. Da schon her. Wahnsinn. Alle warten auf die Frau wie beim Furki. Ja, so ungefähr. Alles wartet auf die Frau. Für die warten wir doch gern. Ja, selbstverständlich warten wir doch gern. War so direkt aus. Genau, also wie gesagt, morgen Stream soll halt eigentlich fein gehen, außer es geht irgendwas massiv auf der Baustelle schief. Ich muss ja morgen arbeiten, abgesehen davon. Aber so 5, halb 6 soll jetzt morgen eigentlich ein Stream ausgehen. Normal. Ja. Da müssen wir schauen. Vielleicht, wenn ich dran denke, dann zeige ich morgen, oder es war eigentlich gescheiter, wenn wir das an einem Wochenende streamen mal morgen, da sind wir ein paar Bilder von der Baustelle zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf hättet, dass ich ein wenig von meiner Bude oder von unserer Bude einmal zeigt, was einmal werden soll. Irgendwann im nächsten Jahr um die Zeit. Keine Ahnung. Morgen, das ist gut, Unterhaltung. Ja, normalerweise, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht brutal am Umbau gefesselt war, dann waren ja standardmäßig Montag, Mittwoch meine eigentlichen Streamtage, wenn ich nicht irgendwie Schicht hätte. Weißt du schon? Normalerweise ist es ja aber so Montag, Mittwoch und irgendein Wochenendtag. Meistens der Sonntag. Ja. Jetzt ist da. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich sag's gerade Benachrichtigung. Perfekt. Ja, sicher, sag her. Ja, muss ich mal schauen, aber das meine ich, macht man eher an einem Wochenendstream. Da haben wir mehr Zeit. Hätte ich fast gesagt. Das Verb von Bude ist nicht Budern. Nein, das sind Zweibuchstaben. Seite sind Zweibuchstaben. So. Ist klar, wir gehen zu der Jassi. Die streamt Resident Evil 4 weiter. Ich werde noch mit rüberschauen. Ich werde allerdings nicht im Stream bleiben. Ich will mich nicht spoilern lassen. Ich möchte Resident Evil 4 komplett blind spielen. Ich habe Gott sei Dank bisher noch keine Spoiler nicht mitgekriegt. Das wundert mich. Normalerweise kriege ich immer irgendwo etwas gesteckt, wo ich nicht wissen will, wenn es um Resi geht. Wie gesagt, ich möchte mich, was Resi 4 angeht, komplett bedeckt halten. Das werden wir selber on-stream dann mit euch in vollen Zügen selber geben. Ja? Also ich meine, ihr habt es dann wahrscheinlich bis dahin schon 2 oder 3 Mal gesehen, aber das hilft halt dann nicht. Ich bin Resi-Fan der ersten Stunde und da kann man das Remake leider auch nicht entgehen lassen. Ja? Aber ich will mich halt, wie gesagt, da völlig spoilerlos da überraschen lassen. Merci für die Unterhaltung bei dem wieder. Es braucht sich für das überhaupt nicht bedanken, damit das einmal gleich klar ist. Ja? Wenn, dann sage ich merci. Merci fürs Dosa und wisst ihr wie es ist. Ne? Genau. Ansonsten sehen wir uns sehr wahrscheinlich morgen wieder. Ich schreibe es noch ins Discord rein. Ausrufezeichen Discord, falls du da noch nicht drauf bist, komm da gerne dazu. Da kriegst du mit, wann ich live gehe, was für ein Wochentag, was für eine Uhrzeit, was für ein Spiel. Und sämtlichen anderen Zeiglers kannst du schreiben und besprechen und miteinander reden, wie auch immer.
Und ja, schau gerne mal drauf, kostet nichts. Das Follow kostet auch nichts. Seit ein paar neue dazugekommen, das gefreut mich außerordentlich. 1 vor 280 ist eine sehr zauberhafte Zahl. Follow kostet nichts, darf mir aber auch schwer helfen. Also wenn es dir ein wenig gefällt, was ich da betreibe, dann drück da gerne mal drauf. Herzal, ich glaube auf Twitch ist lila färben. Normalerweise sagt man Herzal rot färben, aber mir sagen wir Herzal lila färben, das wird dann auch passen. Und ja, der Raid-Command, den hat der Vibe auch schon eingestellt. Sehr gut, einfach kopieren für Subs und für Non-Subs und bei der Yassi einfügen. Dann sage ich ein dickes, fettes Merci für den ganzen Support halt wieder, ihr Geisteskranken. Für die ganzen Subs, Gifted Subs, Resubs, Bits, Follows, wisst ihr eh. Vielen lieben Dank dafür. Freut mich, dass ihr euch nach wie vor unterhalten fühlt und wir immer wieder da ein wenig zusammenkommen können und ein bisschen vom Real Life abschalten können, sozusagen. Genau, mehr habe ich dann dabei halt nicht zum Sagen. Außer, dass ich euch viel Spaß bei Resident Evil und bei der Yassi wünsche. Ich glaube, jeder, der wo jetzt da ist, kennt Yassi. Wer es nicht kennt, bitte aufs Following, bitte auch auf den Following-Button drücken. Unfassbar guter Content, kommt aus Österreich und ist einfach eine super sympathische Frau. Also wie gesagt, da auch gern Liebe da lassen, wer Yassi noch nicht kennen sollte. Aber ich glaube, die meisten Dörren kennen Yassi bereits. Ja? Ich sag's nur der Vollständigkeit halber dazu. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Bleibt's flauschig, wir hören uns sehr wahrscheinlich morgen wieder. In diesem Sinne, pfiat euch, haut's euch rein und habe die reich. Mir rutscht mir jetzt zu der Yassi wie der Breselfetzen durchs Abflussrohr.